Liebe Gott, zwei Method, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als Holz. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, fallen mir ist Kammerleer. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Servus, küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bull. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon verhängt. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backel spül mir noch den Wiener Schal. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabombe mittendrin. Das Gesang klingt es auch schon recht normal. Drum leid und grüß euch, servus, grüß dich. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bull. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorhand. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch, servus, grüß die Hände. Grüß euch, servus, habe die Ehre, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Pawlatschen. Diesmal ist es die, ich weiß nicht, wo habe ich das überhaupt Die hingeschrieben? 79. glaube ich. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Das wird die 79. Ja, die 79. Pawlatschen ist es. Und eine besondere Freude und Ehre aus Ostanatolien, schaut schon zu, der Marco Cinelli mit der Claudia, das taugt mir überhaupt voll. Im Hotel sich da mitten in der Türkei südlich von Ankara. Grüß euch Gott, es freut mich, Wahnsinn. dass ihr dabei seid, aber natürlich freuen wir uns genauso mörderisch wie alle anderen, aber natürlich aus Ostanatolien da mit dem Motorrad unterwegs sein und dann trotzdem nicht auf die Pawlatschen zu verzichten, das ist wirklich echte Würde. Ganz leibend, Franz Brandwein mit dem Start. Gesagt, Ja, ja. richtig gesagt. Ja. Der Steine 07, Hubert Hinkofer, grüß euch Burm, der Rudi Korbis hat schon Entzugserscheinungen, aber Gott sei Dank, wir sind ja da. Christoph Radau aus Aachen wieder dabei, die Irmi Hinkofer. Jawohl, dann in der Schlögel, ist dort Einkochen. Einkochen Einkochen ist eine sehr gute Geschichte. Weil das bedeutet ganz bestimmt, dass wir wahrscheinlich das eine oder andere Glaserl auch abstauben werden. Hast du gelesen, gehört, geschaut, gesehen, Daniela? Daniela hat gesehen, dass ich auch eingekocht habe. Wahrscheinlich, ja. Markus, bist Jede du nicht? Menge. Grüße an alle Pawlatschinger, endlich wieder Montag. Wer hätte sich gedacht, sich einmal auf Montag zu freuen? Ja, stimmt eigentlich. Montag war immer so der Tag eigentlich für normal Berufstätige. Eigentlich Ja, ist der Montag. Für mich war der Montag immer der schönste eigentlich, oder ist, weil montags, also selten, also jetzt wegen die Pawlatsche ist es Seit auch 2 nicht. Jahren haben wir es eigentlich. Ist Aber Montag ansonsten- Dauerarbeit, aber Montag ist fast, also haben wir wirklich selten gespielt. Deswegen haben wir ja den Montag auch für die Pawlatschen ausgesucht. Ja, Aber, ja, genau. aber gut, Pawlatschen, das ist was für mich, da freue ich mich auch total. Also das ist nichts, Irrsinnig. was mit dem. Alucard 366, nein, grüß dich Gott, danke schön. Wir wollten heute schon wieder einen Wein von dir trinken, aber ist uns dann was dazwischen gekommen. Ja. Das wird dir der Patrick erklären. Ich erkläre das dann, ja. Das Gefraßzacker lässt sich entschuldigen. Der flaniert gerade durch die Straßen von Reykjavik. Sie sollen alle grüßen, die es hören wollen. Danke schön, Daniela, nicht dem Schreibetan. Dem Schreibetan ist eine Sauerei. Matthias Mariacher, Weltket, Maiki, Fritzel Startguss, jawohl. Werner Wichtig, jawohl, ja super. Helmut, ein Hallo, was von den Lofoten? Die Lofoten, eine Schön. Inselgruppe. Auch schön. Auch schön. Wahrscheinlich im Süden von Wien, gell?
Seine Inselgruppe südlich von Wien. Die Lofoten, die berühmten Lofoten, der verlorene Lofoten, weißt du Südlich von Wien. Georg Scheu, Ich glaube, der verarscht mich. Nein. Aus der Brigitte Nau, das kannst du leicht dazu ordnen. Georg Scheurer, Buongiorno, Insieme, Ballerblad. Aus der Bree quasi, wie man so Aus der sagt. Bree. Was hat der Franz Bradl heute am Vormittag den Verband vom Kopf bekommen? Am Nachmittag entweder ein Moped geholt, anschließend eine Tour durch den Wienerwald und jetzt noch die Pavlatsch. Ein perfekter Montag. Was hast du denn gehabt am Ja, ich Schäfer? habe das irgendwie mitgekriegt auf Facebook. Also, vor nein, zwei, ich drei habe nicht so Tagen. viel geschaut. Das ist jetzt Ja, irgendwie hat es einmal aufgestellt, aber mit Vorrad. mit Vorher Glaube ich, ja oder schon. so. Also. Na, Hauptsache der Verband ist herum, das ist wichtig. Und es geht da gut, das ist wichtig. Was? Alucard? 366? Ja, steht dabei. Was steht dabei? Was meinst du? Was meinst du? Ja, steht dabei. Was habe ich denn gesagt? Ich habe gesagt, in fast hätte man einen Wein wieder von dir getrunken, was du gebraucht hast, aber es ist uns was dazwischen gekommen, ein anderer Wein. Vielleicht steht das im Videobeschreibung der Wein vom Alucard noch? Hat er das gemeint? Nein. Auch nicht, nein. Ja, steht dabei, sagt, aber vielleicht steht ein anderer Winzer drin. Das könnte sein, dass ein anderer Winzer drin steht. Ja, siehst gut, dass du mich hinweist, aber das ist auch falsch. Oh! Das kann aber sein. Das kann als Copy und Paste, ihr wisst selber, wie das ist. Aber gut, dass du das so quasi geschrieben hast jetzt, aber das muss ich Man wird immer Korrigieren. hellhörig, das ist immer gut, ja. korrigieren. Da vielleicht einmal was. Mege Pemperton aus München ist dabei, super Sache, Straßenhans. Romansteuer, meine Eltern, auch wieder live. Die haben ein mörderisches Unwetter gehabt in den Kirchen. Ja. Mit Orgenhagel, wirklich Orgenhagel. Schon gehört, ja. Gott sei Dank beim Haus meiner Eltern nicht so viel, Gott sei Dank, ja. so viel hin, aber die Dachdecker war jetzt schon tot, alles gericht. Ja, ein Wahnsinn. Ja, Daniel Stöckler, beide seid natürlich eingeplant. Na, das wollte ich lesen. Also koche weiter ein in Ruhe. Aus dem Burgenland, Michael Unger ist wieder dabei. Servus. Jetzt ein lauter, sagt der Rudi Korbis, ein Eizer, den haben wir schon zusammengegangen. Das ist so leise. Oder Rudi, hast du richtig auftragen? Auch nicht mehr. Ja, weiß man oft nicht, gell? Weiß man Ja, nicht. so oft nicht. Ich weiß das bei mir nicht mehr. Susanne Bumm ist auch schon da. Und das Hannerl. Das Hannerl ist auch da. Naben miteinander. Grüß dich, Gott. Lofoten sind in Norwegen, Helmut. Die sind südlich von Wien. Entschuldige, da erzählen wir nichts. Aber große Freude. Ich glaube, da fahren die Hurtengruten sogar. Ja, das kann sein. Ja. Aber gefreut mich auf jeden Fall, Helmut, super, dass du dabei bist. Das heißt, das war super, nicht? Der Helmut, da aus Norwegen, dann haben wir ja oft, wird sicher vielleicht sich auch wieder dazuschalten, jetzt fällt mir der Name nicht aus Helsinki. Da, Ja, genau. Wenn ich liest, weiß ich sofort, der heißt Sofort. mit dem Deppert. es ist Aber- Helsinki hier. Aber nicht der aus so. Helsinki und der Christoph Acker in Island. Also muss ich sagen, das ist schon sehr nordisch Ding. So, ich habe mein Moped wieder, Franz Brandwein. Ja, was war er? Bist du mit dem Moped oder mit dem Radl? Ich glaube, das weiß ich. Ich habe mein Moped wieder. Ist auf jeden Fall super. Also das gefällt mir total. Aber ich weiß nicht, was war. Ich habe das nicht. Der Alucard sagt, die 79 für die Sendung steht eh dabei. Dank der Schee, ja, die 79. Ja, ich war ein bisschen hinten nach. 79, habe ich aber gesagt. Also, Nein, da steht nichts drin, ja, vom Wein, na Gott sei Dank. Dann passt eh alles. alles gut, alles gut. Ihr seid schon leise heute, Matthias Mariache. Jetzt muss man lauter sein. Ist da oben was? Habe ich was Nein. verstellt beim Mikrofon? Ja, Aber die oben bist du angekommen? Nein, Nein, dann kannst du nichts verstellt haben. Ich bin wieder ein bisschen lauter dran. Nein, ich trage da lauter. Wenn wir da, vielleicht sind wir ein bisschen müde heute schon, wir haben schon eine Probe angefangen. Nein, Vielleicht reden wir schon etwas leiser. na, gar nichts. Ich kann nicht sagen, was wir für. Das muss ich da umspielen. Spielst Ich du kann nicht sagen, was für Probe wir gehabt haben. Der Ja, Patrick nachher hat eine dann. Probe gehabt. Bin hundsmüde, ich Ja, sag's euch. Probe gehabt. Ja, okay, Nach- komm, nach Patrick, der- reiß nach dich der- zusammen jetzt da. Nach der Probe bin ich hundsmüde. Jetzt reiß dich zusammen. Patrick, ich sag dir was, reiß dich zusammen. Das hau ich um auf den Computer. So. Dauert ein bisschen, kommt dann seht ihr. Helsinki, auf Finnisch Sonnenuntergang. Na schau. Das ist auch alter Schmäh. Aber das ist immer noch gut, ja. Die Jana Walterhofer ist auch wieder dabei. Christi Gott. Servus. So, Patrick, spielen wir gleich was. Hallöle Markus Volker. Markus Volker, das ist ein Hit. So senden. Warte, sendet. Das sage ich, bevor wir spielen. Das sendet vielleicht noch mal. Ich habe gar nicht geschaut, ob ich überhaupt bei dir da im Dings eingeloggt Ich weiß nicht, das weiß ich auch nicht. bin. Ich. Der Georg Scheurer, Hashtag 100, auf geht's. Ja, wir zahlen auch. Aber 100 Zuschauer, das ist
Das werden wir erst wahrscheinlich wieder schaffen, wenn es Ja. Jetzt sind wir immer so um die kühler wird. 45, 50, 55 Ja. so in dem Bereich. Ne? Das ist Ich meine, absolut leibend. Kann man sich wirklich, und bei dem Wetter und alles kann man sich wirklich nicht beschweren. bevor wir aber was spielen. Weil jetzt halt das Foto. Ja, Ja, genau. müssen Du hast wir- recht, Patrick, du hast recht. Weil der wird Aber warm, jetzt- so wie der schon schwitzt, so wie dem schon heiß ist. Aber jetzt sage ich ein Büdel von unserer harten Probe, die wir, ja, das ist nicht einmal einer Stunde, sind wir von dort weg. Mhm. Na, vor einer Dreiviertelstunde eigentlich, kannst du sagen, sind wir von dort Ja. weg, gell? Da schaut's her. Der Patrick und ich, einwerfenderweise, beim, Bei einem der besten Chinesen der Stadt Wien, muss man sagen, ja. da beim Donauturm, Donaupark, dort ein super Chineser. Und da haben wir, und wir Einer haben der heute, ältesten auch von Wien, ja. ja, und wir haben heute Probe gehabt mit den Bluesrammeln, weil wir ja spielen In Altmannsdorf, am ja. Freitag, ne? Freitag spielen wir Im Blues and More Festival in der Stadt Schleining. Und da haben wir heute eine Probe gemacht. in der Burg, im Amphitheater sozusagen. Dort spielen wir. Die Probe haben wir nicht in der Burg Die Probe haben gemacht. wir in Altmannsdorf gehabt. Probe haben wir dort gemacht. Und da haben wir die Probe gemacht. Und, naja, und dann nachher haben wir gesagt, müssen wir was einwerfen. Und dass ich heimfahrt, hätte sich nicht ausgezahlt. Also sind wir noch zum Chineser gefahren, haben uns dort das eingekauft. Super, ganz leibend. Sehr empfehlenswert. Ich weiß gar nicht, wie der heißt eigentlich. Aber im Donaupark gibt es ja noch einen. Ich weiß auch nicht, wie der heißt, ja. Ja, super, super, wirklich leibend. Traumhaft So, gut dort, ja. jetzt ist besser. Grüßes Essen, Jota. Mit dem Drahtesel habe ich mich hingelegt. Ja, aber das ist ja richtig Auf gewesen. Teile fürs Ja, ja, Moped ja. habe ich 4 Monate gewartet. Sonst wäre aufs Radl gar nicht aufgestiegen. Ach so. Ja, aber das heißt, mit dem Radl hat es dich hingehauen, wurscht. Aber endlich dein Moped fährt wieder, ist alles da. Na, das ist nicht leibend. Ja. Es gibt übrigens Marille-Marmelade und als Versuch 2 kleine Gläser Shiitake-Pilze in Honig-Curry-Essig. Auf das freue ich mich ganz besonders, nämlich. Das habe ich noch nie gegessen. Das ist was wie aus dem Patrick-Pup. Der Ja. Markus Volker, lecker, ganz süß, aber. Nicht wie der Markus, das ist ein ordentlicher Chines. Und da ist auch nichts süß Ja. sauerel dort. Kostet auch ein bisschen mehr. Kostet ein bisschen Also, keine- aber das tut war wunderbar. Die Viecher haben mich gestochen. Es liegt daran, dass die Pavlacisti auch im Mast, Urlaub oh dabei mein sind. Gott. Jawohl, der Leihmann. Christoph Ratau sagt das richtig. Jawohl. Oder Leihmann. Diese Pavlacisti sind dabei, stimmt. Wir haben einen absolut super leihwanden, großartigen, wie sagt man da, Fan, Stamm, Publikum, Stock, Wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es dann wieder mehr wird. Und ich glaube, dass das wirklich stark dann mit der Jahreszeit zu tun hat. Wie auch immer, es ist nicht unser erster Blick, aber man beobachtet es halt und man sieht es. Es fällt an auf. Patrick, komm zum Anbotteln. Es ist wichtig, weil wenn man schaut, wie der Wein bereits schwitzt heute, dem ist schon heiß in der Zwischenzeit. Gestern haben wir zufälligerweise einen lieben befreundeten Winzer besucht, einmal wieder. Ne? Wem gespielt? Wem gespielt Wem wird, ja. gespielt? Und zwar im Dornröschenkeller. Der Georg Scheurer kennt die Familie auch sehr gut. Und der Andi hat uns einen Rosé 2020 mitgegeben. Und wir dachten, Ja, 2 Flaschen. 2 Flaschen haben wir uns mitgegeben. eins ist Patrick bei mir hat eins da anstehen. Und da werden wir heute eins aufmachen. Das ist nämlich noch ein alter Verschluss. Ja, aber das noch dann. Banderole, Patrick, die kauft gibt's ja nicht so, noch. ich muss mir so Mit zulegen, einem so einen Kork. Sound. Und das ist sogar nicht einmal ein Kunststoffkork, das ist noch ein echter Kork. Dornröschenkeller, wo wir ja auch immer wieder konzertieren. Ja. Das Gestern nächste haben Mal wir, am 13. August übrigens auch. Ja. gut, dass du es sagst, gestern haben wir gespielt beim Geburtstag. Da schaut der Maximilian Felbermeier. Habe die Ehre, danke für den Tipp gestern im Dornröschenkeller. Maximilian, das Der taugt ist- mir sehr. Du warst also einer der Zuschauer. Also du warst das. Ah, du bist das! Vielleicht schauen ja ein paar andere Scheibser auch noch zu. Aber das taugt mir. Ja, jetzt sind wir da, aber bevor wir zur Musik kommen, müssen wir zuerst noch was trinken. Also das Echter hat- Kork. Echter Kork. Warte, jetzt zeige ich die Kamera. Begeistert. Ein Ein Bröselkork. Man sieht es nicht, aber es wirkt, wenn man sagt, ich zeige das in die Kamera. Bitte schön. Ja, ein echter Kork. Patrick, schenk ein. Schenk ein. Rosé ist was Feines, ja. Wirklich, also Rosé ich stehe auf Rosé. Ich habe das sehr zu Also, schätzen gelernt im Laufe der letzten 10 Jahre eigentlich. Ja. Ja, Ich glaube, ich werde ihn aber heute vielleicht in den willst du Kühlschrank reinstößt? stellen. Dann stell mir eine, sicherheitshalber.
Rosé, trocken Rosé enthält Sulfite Weinland. 12%, wenn es interessiert, hat er, ja. Du Hannel, nein, das habt ihr nicht verpasst. Wir haben dort beim Geburtstag gespielt. Also es war eine Das war privat. geschlossene Ganz Gesellschaft, klar. wo wir engagiert waren. Unser nächster Spieltermin, du hast es gesagt, ist am 13. August dort. 13. August wieder im Dornröschen-Keller. Findet alles bei uns auf Alles auf der www.16er.at. Ich stelle ihm wirklich, ich verabschiede Stell mich mir kurz, ein. ich stelle ihm ins Eis. Verabschiede dich nicht, du kommst ja gleich wieder. He? Also ich stelle ihm aufs Eis, wie der Opa Ja, gesagt hat. das ist aufs Eis. Mach auf, ganz was offen. Weil mit dir ist das ein Wahnsinn. Naja, das ist zu klein. Das ist ja, du hast wirklich alles im Weg gestellt, gell? Von der Tier. Alles. Unglaublich, unglaublich. Ja, auf jeden Fall, das war also keine Angst, Hannel, im August. Im August wieder im Dornröschen-Keller in der Stammersdorfer Kellergasse. Schaut rein, 16erburm.at, da findet ihr die ganzen Spieltermine und ja, da schaut hin, reserviert es rechtzeitig. Das ist echt leibend. Echt leibend, aber jetzt stoßen wir an, der Markus Volker sagt, ich kriege einen Durst. Und Ja, heute in dem aber Fall möchte ich das sagen, ehrlich am Franz Brandwein, dass er so heil davon gekommen ist, weil mit dem Fahrrad, wenn es die auflegt, das ist nicht lustig. So mit Vorderl. Also dann trinkst du auf, dass er wieder trink heil vom das Heil Vorderl. vom Vorderl, dass Und ich du- trinke drauf, dass du den Moped wieder hast. Prost. Also mit trinken wir auf beides. Jawohl, Prost. Prost, Franz. Der ist einer gelungen. Das sind Andi gelungen, ja. Der ist ihm gelungen. Das ist Ja. gelungen. Fast wie ein Erdbeerbolle ein bisschen. ja. Der Christoph Rath hat das viel beobachtet. Bei echtem Korken muss man leider etwas abgießen oder man schenkt halt Glas zuerst ein. Das ist Nein, der Patrick. Der hat kein einziges Breckerl drinnen, weil wenn man einen Korken richtig aussieht, bohrt man ihn nicht durch. Also man bohrt nur so weit hinein, bevor der Spitz da durchkommt. Nicht, damit bräselt nichts rein. Tja, Aber Patrick. Aber auch wenn es eine Bresel ist, hast du zuerst mir eingeschenkt. Das ist hätte ich mir selbst genommen. na, was? Das machst du nur bei Damen. Das habe ich dich schon Das ist beobachtet. richtig. Du hast mich noch nie so respektvoll behandelt wie manche Dame. Naja, was ist? So, jetzt spielen wir was. Patrick, jetzt spielen wir was. Jawohl. Hannel, ja, ist notiert, unbedingt reservieren, bitte. Dann Röschenkiller. Der hat es heute auch ganz gut, ganz shit. Der hat's immer. Der Computer war heute. Nein, es ist immer gleich. Weil er hat's einfach. Also er ist einfach Der ist Haas. heute heißer als sonst, glaube ich. Gut Glaube ich drauf war. nicht. Ich glaube, er ist einfach Haas. Ja, ja. Raphael Illmeier ist dabei, habe Ja. ich schon gesagt. Will ich schon, ich meine, mit einem Schluck. Ich nehme auch einen Schluck. Ich nehme einen Der Schluck. Unterlag habe ich heute. Ein Lausbur. Haben wir schon lange nicht gespielt. Ja. Gute Idee. Ja. Oskar Schimmer. Reise. Nur gute Idee. Ne? Ich bin nicht rein. Ich Aber es war, möchte es war doch ein werden. ähnliches Intro wie das Ja, ja, weil das andere nicht gell? eingefallen ist. Jetzt habe ich auch Ah, drum. geschwind komponiert. Weißt du, das ist. Das war keine schlechte Idee, aber ich war in einem anderen Lied jetzt natürlich. Ja. Vielleicht mach noch mal das Ja, ja. Richtige. Das ist mir eingefallen auch. Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich, ich möchte es aber werden. Ich hab im Leben, was ich brauch, mich freut's auch so auf Erden. Mir schmeckt das Bier, mir schmeckt der Wein, mir schmeckt auch das Zigarro. Mein Herzl hupft vor Freude in die, seh ich ein sauberes Madel. Ich hab nur einen Wunsch auf er, doch der erfüllt sich nimmer mehr. Einmal möchte ich noch als Bierbelbräun schupfen, wo ich von drei Raffler steig und denk behupfen. Einmal hab ich damals in den Kindertagen voller Stolz die ersten langen Hosen tragen. Ausgekraxeln aus der kleinen Dachbodenlucken, dem Hausherrn vor der Bosheit auf die Lotzen spucken. Bitte lass mich lieber Herrgott allein, einmal noch ein kleiner Losbur sein. Ich bin so, wie man auf Wienerisch sagt, im Leben ganz gut geraten. Nur manches Mal, da fühle ich mich
nicht gesund und nicht braun. Da hab ich dann mein eigenes Gefühl, mein Blut pulsiert viel geschwinder. Wenn ich im Hof dran spül, sehen dem Nachbarn seine Kinder. Da geht mein Herz zuerst zurecht und da weiß ich wieder, was ich möchte. Einmal möchte ich noch ein Bierbelbein schupfen, wo ich voll Träume Raffler steig und den behupfen. Einmal hab ich damals in den Kindertagen voller Stolz die ersten langen Hosen trug. Aufgekraxeln auf die längste Dachbodenlatte, dem Nachbarn voller Bosheit sagen, du bist mein Vater. Bitte lass mich lieber, Herrgott mein. Einmal noch ein kleiner Lostbus sein. Schöne Nummer. Lange Lange nicht gespielt. Lange gespielt. Schön. Haben wir wieder mal eine Hat mir gebracht. Spaß gemacht. Muss ich einen Schluck trinken Aber drauf? Schluck ich nicht mehr einen Schluck. Am Lausbur. Ui, das du einen Schluck nimmst, nicht mehr. Am Lausbur. Lausbur. Von wann ist das Lied? Was geschrieben? Wann war der? Bin überfragt, schon nach dem Krieg. Kurz nach dem Krieg muss das geschrieben Aber sein, wirklich glaub kurz, ich, gell? vermutlich, Also- ja, vermute 40er Ja, Jahre. 40er wäre es 50er, glaube ich. Auch, Ja. ja. Weiß es aber nicht genau, müsste ich zu Hause nachschauen. Aber vielleicht weiß der Chor besser, Rudi. Rodolfo Rodolfo kann Cabezzo. Weil der sitzt nämlich daran, der kann nämlich nachschauen. Kann Das ist- Gerald Spörk hat die Ehre von Kurzurlaub in Eisenerz. Grüß dich Gott. Jawohl, Bin auch bald wieder dahin. Schönen Abend noch. Aber schön, dass du reingeschaut hast. Schön. Das freut uns sehr. ganz schön. Einen schönen Urlaub wünschen wir dir noch. Ganz super. Was? Wir leben hier meist abstinent. Wisst ihr, in islamischen Ländern ist Alkohol verböhnt. Ja. Kommt drauf an, wo. Naja, nein, in islamischen Ländern stimmt es schon. Deswegen sind ja viele von denen ausgewandert nach Österreich, Deutschland und so weiter. Weil da kennen sie Tschechen. Aber persische Freunde auch, ne? Die Tschechen auch ganz gerne. Ja, ich kenne viel. Aber das, ja, es ist halt, islamische Länder ist natürlich eine Sache. Ja, Wobei gerade in der Türkei war berühmt für den Wein, früher nicht. ja. Also Ja, mal ein Bier, nicht? Effesbier ist ja auch ein türkisches Bier, oder? die Weine, nur die orientalischen Weine, aus Persien kommt der Wein wahrscheinlich sogar ursprünglich. Nicht? Also, Ja, alles kommt aus Persien. nein, Alles kommt aus Persien. Ja, egal mit welchen Perser ich kommuniziert habe, es kommt alles aus Persien. Alles kommt aus, egal wo man hingeschaut hat, egal was. Die haben mir immer erklärt, weißt du, wo wurde das erfunden in Persien und so. Und ich gesagt, ja, aber ein Problem ist mit Persien, Persien gibt es schon lange nicht mehr. Das ist das Problem. Die haben so alles erfunden, aber sie sind weg. ja, das ist Also ein schlechter Plan, dass man da sich ein bisschen. so gegen den ganzen großen Kult. Die Römer sind auch weg. Ja, das sowieso, ja, aber ich sag nicht. Das Ne? ist furchtbar. Ja. Ein Lausmensch fürs Maul, ja. Die Einer Ägypter sieht sind man. weg. Na, alle, ne? Aber Alle. es ist, Das man ist sollte da aufpassen mit so eben so Atlantis ist weg. übertriebenen. Ja, aber das Die haben wir Minoas echt sind oft. untergegangen. Ja, aber das haben wir echt oft mit den Persern, nicht? Da haben wir gedacht, da reden immer die, Nicht so mehr so- wichtig. Über liebe Freunde, wirklich, sehr Ja, nett. nur, liebe ich kenn- ganz liebe. aber ich- aber alle sagen, der Schafskäse, der griechisch, das haben die Perser erfunden. Ja. Das ist großartig, ich mag sie. Ja, aber ich hab das schon, nein, ich bin schon manchmal schon Streitertouren auch nicht, weil ich gesagt, weißt du, was reißt denn so die Pappen auf? Ich gesagt, erstens einmal, nicht zu meinen Freunden, habe ich gesagt, ihr seid alle Perser, ja, die sind geflüchtet von daheim. Ich sie nicht, aber die Eltern zumindest. Ja, ja. Ja. Was die so aus den wann war das der Schaf? Nein, es war später, noch nicht 50er Jahre. 60er Jahre. Die Schar, wie der Schar gestilzt worden ist, nicht? Oder wie das halt war. Das heißt, erstens einmal, jetzt hat es da schon solche, die daheim aufgehoben müssen. Und dann redet also Gott schon über Persien von Dingen, die waren vor ein paar tausend Jahren. Und das persische Reich gibt es schon lange nicht mehr. Also, ich meine, das, aber gut, aber dann gesagt wieder, ich verstehe es aber, weil ich rede ja auch nicht mehr von Altösterreich. Aber es ist ein bisschen näher. Es ist noch ein bisschen näher zumindest. Ne? Was soll ich dir sagen? Ihr ist alter kroatischer, ungarischer, slowakischer, tschechischer, bulgarischer. Ja. Echter Wiener. Jawohl. Vom Balkonheurigen grüßt uns der Harry Schneider Fonte, grüß dich Gott. Wir bleiben Lausbub, das ist einmal ganz klar. Ja, was haben wir, die Wand begräbelt oder Fiaker? Wünscht sich die zu seinem Bund? Na, schauen wir.
Wird uns schon was einfallen. Ne? Peter Raffi, der sagt, na dann Prost, das sagen wir auch. Sogar die Ziffern kommen aus Arabien. Ja, es ist ein Wahnsinn. Aber nicht aus Persien, aus Ja, Arabien. aber kommt alles, dann ist es wurscht. Dann ist sogar, nein, Da darfst du am Perser nicht sagen. nein, wenn es um Perser ist Erfindungen am geht schon. Wenn es um Erfindungen geht schon. Araber ist Araber. Nein, wenn es um Erfindungen geht, da ist alles ist, alles ist. Wie wenn du dann einen Österreicher mit einem Deutschen vergleichst, mit einem Preisen. Ne? Das ist ungefähr so wie Perser und Araber sind. Ne? Das ist Niavarani hat das einmal so schön gesagt, die Araber, das sind die Bifke des Orients, die Perser sind so die Österreicher. Das mag sein, aber. Was sagt der Maximilian Feldmeier? Die haben alle keine Heurigen gehabt. Zufall? Ich denke nicht. Denkst du das? Der denkt noch. Der denkt noch. Hauptsächlich die Uhr kommt aus der Schweiz, genau. Und Ricola. Jetzt machen wir den Sessel auch noch hin. Patrick. Der ist ja schon ein bisschen aus dem Leim. Nein, der ist nicht, der Oh kann ja, nicht aus dem aber Leim sein. komplett wogelt das alles. Ich bin heute nicht ganz Bei so dir ruhig, wogelt ja. jeder. Steh auf, das möchte ich mir jetzt anschauen. Nein, ich möchte jetzt nicht Steh auf. Ich Du kriegst jetzt mein. Du kriegst jetzt mein. Und dann wirst du sagen, der wogelt auch schon, der wogelt auch. Da kriegst du jetzt mein. So. Ja, ein bisschen. Ja, aber das ist ja der Stirz da nicht Nein, eingeladen. das eh nicht, aber es wäre nicht der erste Sessel, mit dem ich einstürze. Aber ja, aber jetzt bin ich das Mikrofon. Ui. Ja, aber jetzt seht ihr lachen, wenn es mich hinhaut damit gleich. He? Der ist noch stabil. Ja, der ist noch. Die Betonung liegt auf noch stabil. Ja, und wer sitzt immer auf dem? Ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Bist du mir einen Sessel schuldig? Den hat meine Mama Ich weiß. hat die gemacht, die Sessel. Ich weiß. Aber die Sessel nicht. Wogelt gar nichts, nichts. Hätte deine Mutter den Sessel gemacht, wäre der nicht wogeln. Ne? Die Mutter hat ihn künstlerisch gestaltet. Ja. Und wie soll ich sagen, entgefertigt. Nicht? Willst du schon wieder spülen? Na sicher, da jetzt Ich dachte, wir plaudern ein spülen, bisschen. die Leute gehen schon. Wir plaudern euch ein bisschen was vor. Ach, gar nichts plauderst. Weil du nur am Plätzchen ritzt. Tja. Türkischer Honig schmeckt mir sehr gut. Ja, türkischer Honig, den mag ich auch. Nein, der türkische, also zum Beispiel türkischer Kaffee. Generell die Türkischer- orientalische Küche. Die orientalische Milchspeise. Also überhaupt orientalische, levantinische Sachen mag ich sehr. Großartig, Nein, das ist ja das Persische, das ist ja wirklich ein ganz großartiges Reich. Es ist ja fast schade, dass man nicht so, dass man das nicht kann, weil es ist ja allein, was die auch an Sprachkunst und so weiter angeblich haben. Ich sage angeblich, weil ja, ich kann es ja nicht nachprüfen. Aber das ist ja echt ganz leibend. Lyrik und so weiter. Ja, Ganze ja. Dinge, ja. Das Einzige ist halt, das Selbstwertgefühl ist ein Wahnsinn. Nicht? Wenn du sagst, die Kultur, das Reich ist schon, weiß ich nicht, ein paar tausend Jahre im Orgen. Nicht? Der Schah ist auch gestessen worden, nicht? Aber alles gut. Aber weißt du, das ist ein Selbstwert, die halten auf was. Und da passt das Habibi. Ja, Da passt gute Habibi. Idee. Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Brüche, andere Spruch. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben viel erlebt, waren im Unglück vereint, ja wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haberer, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haberer, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gehen nicht gleiche Klasse. Sie haben viel Spaß, andere Bräuche und anderes Essen. Aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Wir haben viel erlebt, waren im Unglück vereint. Aber wir zwei sind die besten Freunde. Wir haben viel erlebt, waren im Unglück vereint. Ja, wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haberer, ich sag er ist mein Freund. Ich
Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin ich mit mein Haber, ich so, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Jawohl. Danke vielmals. Also ich glaube zumindest, dass quasi applaudierst, aber wie ich das sehe schon. Es gefällt euch, das gefällt mir auch. Wenn's euch Absolut. gefällt. Eine Eigenkomposition. Schau, Marvihof in einem Start. Grüß dich gut. Grüß euch gut, muss ich sagen. Marvihof haben wir jetzt erst einen wunderbaren Grillabend gehabt. Ich hab's vernommen, ja. Ja. Und also du warst eigentlich aber leider unpässlich quasi, also da hast du auch nicht können. Der Bruder von Patrick wird dann später noch ein bisschen vorkommen, da kurz im Bild. Und im Marvihof und mein Neffe noch mit einem Motorradfreund noch, also mit einem Freund, der auch Mit Lukas, nicht? Motorrad mit Luki, genau. Und da haben wir mit dem Smoker angeheizt und haben dort einen herrlich Kugel und Geniert, Smoker. Ne? Kugel und Smoker und das Fleisch war natürlich vom Marvihof. Rindfleisch à la Bonheur. Der Bonheur geht's schon gar nicht mehr. Ich leider nicht dabei. Aber beim nächsten Mal. Ja, du musst auf Marco Cinelli sagen, türkischen Honig gibt es in der ganzen Türkei nicht. Den kennen sie gar nicht. Der geht. Ich glaube nämlich, dass dieser Was türkische sagst du? Honig so ein Exportartikel wieder mit Dachs in Habe Griechenland ich? ist. Bist du mit Taxa? Nein. Ja, einen Kebab wie bei uns gibt es auch nicht. Ja. Den hat ein Türk in Berlin erfunden, das habe ich auch gehört. Geschichten am Stimmt, weiß ich nicht, aber natürlich, ja. Der Rudi Korb ist ein kleiner Lausbau, Oskar Schieber und Karl Schneider. Ist ja. Oskar Schieber wussten wir, Karl aber von Schneider, wann das von Lied wann, ist, das von hätte wann. uns Ja, interessiert. ja. Da bin ich mir jetzt nicht ganz Da gibt es haufenweise rote Achteln. Da bleibe ich beim echten Wiener Schnitzel, erfunden in Mailand. Ja, da war es aber noch gar kein echtes Wiener Schnitzel, weil es ein bisschen anders gemacht worden ist. Da gibt es ja Vorteile sogar. Könnte Die ja Semmelbresel sind jetzt in Wien dazugekommen. das könnte ja auch Utriliten auf Wienerisch. Das war aber lustig. Das müssen wir uns anschauen. Also ich glaube nicht. Was auf Wienerisch? Utriliten. Ah, Das müssen wir uns anschauen. Ob das Ah. geht. Das war lustig. Aber ich bin ja schon hinten nach. Ich verspreche immer Sachen wie zum Beispiel das Wiener Lied mit von Rammstein. Aber wer weiß, vielleicht fällt uns. Aber der Party wird gleich aufstehen müssen. Oh, weh. wieso muss ich aufstehen? Der hat einen Zug wie ein neuer Ofen rein. Das ist ja Wahnsinn. Ich gehe sofort natürlich. Bitte, danke. Wasser ist auch ganz eingeschenkt. Nix. Nix ist da geschehen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, na heute auf jeden Fall haben wir, was kommt da? Ah, nein, was anderes. Aber was anderes. Wir werden jetzt ich habe Zusendungen bekommen, 3 Stück für die großartige Stadtguss-Trophy. Wer es nicht weiß, worum es geht, hier noch ein kurzer Zusammenschnitt. Es geht also hier um die Stadtguss-Trophy. Stürmen. Warum sie Stadtguss-Trophy heißt, das ist eigentlich ganz leicht erklärt. Der berühmte Fritz Wulgo, Fritzl, Stadtguss, hat sich einmal uns gezeigt in einem bunten Hemd. Also quasi ein Testbild für 4K-Kameras. Da ist er. Der Ursprung. Und ich war es ihm sofort neidisch, Ja. dieses Hemd, wie es gesehen Ich habe. bin noch immer neidig. Wenn ich das so anschaue, wir sind noch immer neidig. Also er Von einem afrikanischen Schneider hast du gesagt, ist das, gell? hat er gesagt, afrikanisches, das habe ich ja gar nicht Ja, gemerkt. ja, ich glaube, ja. Wirklich wahr, Friesel, stimmt Ich das? glaub, ja. Das habe ich schon wieder verdrängt quasi, nicht? Also versoffen habe ich es nicht, weil es wäre unmöglich gewesen. Aber jedenfalls war das der ausschlaggebende Punkt. Und jetzt da, warte mal, was haben wir da? Jetzt habe ich noch eine zweite Einzelheit. Ich habe leider diese Bilder jetzt, das habe ich nicht mehr vorbereiten können in einem schönen, in diesen gefassten Bildern, wie ich es für alle anderen gemacht habe. Aber ist ja wurscht, so geht es jetzt auch. Der Alex, der Cousin von Patrick, hat sein neues Hemd gekauft und mir das gekauft und hat gesagt, das muss noch in die Mutzer Farbe rein und hat uns das geschickt. Und ich glaube, es ist einmal einmalig.
Einmalig. Das ist übrigens der einzige, man findet am leicht, das ist der einzige aus der Rutger-Familie, der keine Wampen hat. Nein, Gibt es noch einen? Onkel Michi eigentlich auch nicht, ja. Ja. Tante Karin, seine Mutter auch nicht, die Mutter von Alex auch nicht. Ich habe die von Tante Männern Karin. gesprochen. Ich habe von Männern Tante Karin, gesprochen. also von Männern. Onkel Michi, ja. Onkel Michi, oder? Mein Muskeln? Vater. Na, Muskeln und Bauchmuskeln und so ein Waschbrett, Ja, wie es gehört. ja, Onkel Michi ist da ziemlich drin. Nein, das glaube ich da nicht. Das Ja. glaube ich da nicht. Nicht so wie der Alex. So wie der Alex nicht natürlich. Nein, eben, der sticht Ja. heraus in der Familie. Der nimmt da 40 Kilo, wie heißt dieses Battle-Kell, wie heißt dieses Gerät da? Kettlebell. Kettlebell, also das ist, und den schuft er so, nicht? Das ist, Smoker ist immer top, sagt der Alucard, absolut. War ganz leibend. So, was haben wir da? Nachschub, Patrick, richtig. Was haben wir da? Ist der Smoker wirklich so gut? Das müsste ich mich vor Ort überzeugen. Jahre schnell von dir irgendwann, vielleicht, wenn du dich brav benimmst, lade ich dich mehr. hast du das vom türkischen Honig schon gelesen? Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Guckst Da du war zu, ich wenn ich was grad- rede, Nein, da war nicht? ich vielleicht gerade drüben. Ne? Da hab grad Ja, den wie lange glaubst du, warst du da drüben? Nein, dass das weißer Nougat Und das hörst du nicht? Das, Nein, das habe ich nicht gelesen. Was weiß er noch? dass das eigentlich weißer Nougat hast und der Ursprung aus Persien kommt. Ja, wo steht das? Matthias Mariacher. Mariacher. Ja, das habe ich nicht gelesen. Achso, das habe ich nicht gewusst jetzt. Das war mir nicht sicher. Da war Das ich ist ein nicht sicher. Nougat. Ja, Ja, gut, das bin ich klar, wo soll ja, wo es soll sonst der Das ist kommen? ganz klar. Das ist ganz klar. Ulrike Röder sagt, sehr fesch, das ist klar. War schon sehr lecker, sagt Marvi Hof. Ja. Das Startgusshemd macht schlank, deshalb gefällt es dem Patrick. Ich habe extra ein weißes Leiberlatzung für euch. Du, aber gehen wir gleich weiter. Also, Das sind wir noch drin. bereits 6 Kilo abgenommen. Die Aber gehen wir letzten gleich 4 weiter. Wochen. Ich möchte dich. Ui, warte, die Daniela Schlügel. Mut zur Farbe. Warte, die Daniela Schlügel hat eingeschlagen. Warte mal. Mut zur Farbe. Was ist das? Warte mal. Na gut, das ist ein Topfmarmelade. Den zeige ich nicht her, aber mir gefällt es. Die Marillenmarmelade. Mut zur Farbe ist auch nicht schlecht. Das ist KTM, orange quasi. Kann man ja. Für 6 Kilo habe ich eingekocht, Marien. Ja, das schaut aber gut aus. Also dranbleiben, Daniela. Du, pass auf, wir gehen gleich weiter. Wir gehen gleich weiter. Das nächste ist ganz leibend. Der Landtalstromer hat mir das geschickt heute. Einmalig, muss ich sagen, weil auch da sieht man wieder den Connoisseur. Man sagt Mut zur Farbe unter diesem Motto, dann sich so zu präsentieren, da merkst du, ja, da ist ein bisschen schwarz und dann sind ein paar Funkenfarben dabei. Dezent. Ja, das war sehr leibend. Die Gitarre habe ich, die habe ich leider anschneiden müssen, weil ui, der Patrick hebt den Finger. Ich hebe den Finger, den berühmten. Matthias Mariacher, Da muss ich 11,60 kurz- €. Muss ich kurz am Weg? Du musst kurz weg tun. Muss ich kurz am Weg? Das ist Du musst ganz gleich wieder wichtig. rein. Du musst wirklich Super Chat analysieren. ist immer wichtig. Ja. Matthias Mariachi, danke vielmals. Danke, sehr zum Sehr Wohl. zum Wohl. Und wer sich jetzt fragt, das ist aber leibend, das mit Geld überweisen für die Buben. Wie kann man das noch, außer über diese Super-Chat-Funktion? Man kann das ganz einfach, warte, muss ich da oben scrollen. Man kann das ganz einfach, indem man die im unteren Bildrand erkenntlichen Zahlenkombinationen hernimmt oder die PayPal-Adresse und uns entweder was überweist oder per PayPal was schickt. Die Daten stehen natürlich auch in der Videobeschreibung drinnen und wir hätten uns gefreut. Es ist quasi der virtuelle Hut, wenn man jetzt irgendwo spielen tät und dann sagt man, geht man zwischendurch mit dem Hut einmal herum und die Leute hauen was rein, natürlich großzügigst, das ist auch ganz klar. So machen wir das jetzt virtuell. Also ich danke euch jetzt schon Dankeschön euch. für eure Großzügigkeit. Und jetzt aber wieder zurück, und natürlich den Matthias nochmal, danke schön, aber jetzt nochmal zurück zu unserem Freund Markus, der Landtalstromer. Der Landtalstromer, einmalig, wobei das Hemd wirklich lässig ist. Man muss dazu sagen, er fährt ein Motorrad, was glaubt ihr welches? Nein, es ist kein Honda, ich gebe euch noch eine Chance. Ein Suzuki V-Strom. Eine Suzuki V-Strom, ganz leibend. Und da hat uns ja besucht Beim Taschler. Beim Taschler. Ja, ja. Und war Aber vorher mit ja dir, beim glaub ich, Mariohof auch. und da war er bei mir Ja, auch ja. und der Andreas Christian auch. Und alle waren mit der V-Strom da. Nicht? Also das war das erste Mal, dass da glaube ich 3 solche Motorradeln, so Enduro-Motorradeln gestanden sind und keine davon war ein GS. Der Insider weiß,
warum das lustig ist oder interessant ist. Auf jeden Fall ganz leibend, Wobei ich sagen muss, die Sumsi vom Christina gefällt mir optisch sehr gut. das ist wunderschön. Mir Ja. gefällt das Gelb-Schwarz. Das ist Wunderschön. mir taugt das. Die Sums ist Gefällt mir wunderschön, richtig, ja. da kann man wirklich nichts sagen. Spricht mich persönlich sehr an. Ja. Kombination, ja. Schwarz-Gelb. Ja. Na, aber ich finde aber auch dieses Hemd zeigt einen gewissen Zugang zur Farbe, das muss man schon sagen. Ja, absolut. Ja. Absolut. Und natürlich die Tatsache, dass er eine Gitarre in der Hand hat, Macht das Ist Ganze natürlich schon natürlich auch eine- besser. eine große. Aber kommen wir gleich zum nächsten, zur dritten Einsendung, nämlich nicht eine Einsendung, sondern das habe ich gemacht, das Foto. Ist aber nicht von mir, sondern vom Bruder von Patrick, vom Oliver, der eben die Griller dann bedient hat. Der quasi der Barbecue-Master war bei mir in der Klausitz am Da Wochenende. war ja allein leider, nicht? Das War allein von dir. Ich meine, die sind der Spiel- Oliver und die sind ein eingespieltes Team, was das angeht. Ja. Ne? Wir haben ja schon auf 5 Griller gleichzeitig und so, 2 Smoker, 4 Kugeln und so. Ja, das ist nicht. Der Landtag schon mal sagt, das darf ich nur beim Schrauben anziehen, das Hemd. Na, das ist natürlich großartig. Ja, aber das Schwarz ist sehr leibend. Ja, das passt. Aber jetzt, meine Herrschaften, dann habt ihr gleich ein bisschen einen Einblick, Muss ich einen Zug wie nehmen. das so war. Wie das so war jetzt am Samstag. Bei mir in der Klause mit dem guten Oliver Rutger. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Bei mir. Das Kastrolfassel, es ist so mein Städtischerl, weißt, das habe ich so vorbereitet. Ich muss selber schauen, ich kenne das Foto nämlich nicht. Das hat er mir nicht gezeigt. Der Oliver hat sich da in Schale geschmissen, hat Ich bin sich sein gespannt, wann das zieht. Hawaii-Hemd angezogen. Absolut leibend. Mit dem Grillbesteck. Jawohl. Das fügt sich problemlos in die Landschaft ein. Absolut. Das ist absolut, Absolut. herrlich. Großartig. Briderchen, falls du zusiehst. Ganz großartig, oder? Ganz großartig. Werden Ja. vielleicht nicht zuschauen, weil meine Schwägerin hat ja heute Geburtstag. Da schon ja. Die Frau Was? von Oliver. Ach so. Die hat heute Geburtstag. Ja, ja, jösses. Na. Ist das? Na ja, genau. Und ich sitze da, statt dass ich daheim tscheche mit ihr. Ja, das mache ich für euch, nur für euch, dass ich da bin. Ja, jetzt können wir aber kein Ständchen singen, wenn sie nicht mit Das zuschauen. schaut vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob es zuschauen. Nein, wenn es zuschauen, dann hätte sicher die Elisabeth schon geschrieben. Ich glaube auch. Ich glaube, die werden was anderes tun, als da zuschauen. Bei der Elisabeth wird bald ins Bett gehen, glaube ich, heute, aber na, schauen wir mal. Ah, ich glaube nicht. Burm hält das Schwarz nicht für eine Farbe. Naja, natürlich, mein Gebämper Nein, das- schon, aber natürlich, na, haben wir ja nichts gesagt. Wir haben ja nichts gesagt. War nicht vollkommen. Der Fritzl sagt, die V-Strom gefällt mir auch besser als die GS. Weil man im Speziellen eben die vom Christina, die Sumsi. Ich überlege gerade, Die Farbkombination gefällt mir einfach, das Gelb-Schwarz. ich finde, die sind nicht so vergleichbar. Mir gefällt der GS schon sehr gut. Wobei, es kommt immer drauf an, aber es gefällt mir schon gut. Und der V-Strom, naja, na, kann ich nicht sagen, dass mir besser gefällt. Das kann ich nicht sagen. Aber ich würde grundsätzlich eher zur V-Strom tendieren als zur GS. Aber rein optisch, ob es mir besser gefällt, tue ich mir schwer. Aber tue ich mir schwer. Alles Gute der Schwägerin, sagt der Matthias Mariacher. Na gut. Danke, ich werde die Grüße übermitteln, natürlich. Die Henrietta Allensbach sagt, gut schaut er aus, der Oliver am Grillen. Ja, Mein ja, Bruder, das was ist geheißen. so wild. Naja, Meine Familie. Was soll ich das sagen? einer von dem Wurf muss ja gut ausschauen. Alex, Oliver, ich war mir zu dritt schaut am her. Griller stehen. Na, Da was? schaut sie her. Da schaut sie her. Ist das ein... Die Damen brechen nieder. Ja. Ja, aber das ist ein Hit. Willst du das Setup? Also das habe ich nicht da. Habe ich nicht da jetzt. Warte mal, schau ich da, als Setup, das Griller-Setup. Kann man das da sehen? Wenn sehr dezent ist, aber so waren ja nicht viele Leute. Ja, das mein... Naja, 6, das tut's auch. Ich finde das, ei, wie soll ich denn das machen? Na gut, aber schau, ja, ein Beweisfoto zwischendurch. Ein zwischendurch Beweisfoto. Du bei der Arbeit, oder was? Da schaut's her. Wir bei der Probe bei den Plusschrammeln. Vor der Probe. Oder nicht? Naja, Oder- also ein Foto habe ich gemacht, daher haben wir Noch- gerade nicht probt zu dem Noch Zeitpunkt. ohne Schweiß. Nein, ich glaube, geschwitzt haben wir da schon. Weil in dem Probelokal ist ein typisches Probelokal. Herrlich. Ich bin froh, dass, Ja, wir, ja. dass wir da proben können. Weil Es ist ja arg, dass wir überhaupt noch, dass wir das überlebt haben, rein da Lufttechnik. gibt es kein einziges Ich Fenster sehe die drin. Kamera ist schief. Das ist so, als ob ich runtersink. Das, Das können wir nicht lassen. Warte, pass auf, ich blende euch noch ein anderes. Was habe ich gesagt, das ist das Setting. Ach Gott, nein, ich muss das da, ich komme da nicht hin. Oh ja, das kann ich, das ist das Setting. Jetzt schau, jetzt sage ich nochmal das Setting, dabei richte ich das dann. So.
Das ist ein Setting. Das ist Kastrolfassel, wie gesagt, das ist der ja, ein Stehtischerl, Aufräumtischerl und dann natürlich Kugelgrill und der Smoker. So, jetzt muss ich die Kamera, das ist ja, vorher gesagt, da kann er was, dass das ausschaut wie. Hättest du das nicht computertechnisch regulieren können, dass das Bild gerade ist? Dass man das noch einfach umdreht, ein Stückchen? Ist jetzt gerade, siehst du was von der Kamera jetzt da? Naja, nicht wirklich. Nicht? Oh ja. Oh ja, na du bist der Höfen. Nicht wirklich. Der fragt mich. So. Und schau. Ausblenden. Ah. Was anderes. Wir blenden auf. Das geht nicht weg. Scheiße, es geht nicht weg. Wieso geht das nicht weg? Jetzt ist es weg. Franz Brandwein schreibt aber was Gutes. Über die Ästhetik einer GS zu diskutieren, ist wie die Klapphelm-Challenge. So, ja, stimmt. Ich habe einen Klapphelm. Schubert. Sag ja her. Da da liegt. Ja. Bitteschön. Nein. Klapphelm. Klapphelm, weil man eben das ganze Teil aufklappen kann. Ich finde es sehr praktisch. Ja, als Bringträger ist es auf der Welt. Aber als Nicht-Motorradfahrer. Macht nicht Motorradfahrer, aber das ist durchaus. Es macht Sinn, glaube ich. Na, vor allem als Bringträger, nicht, weil du die Brühe nicht immer ober tun musst. Aber vollkommen richtig, Franz Brandwein, über das diskutieren viele, manche Menschen gar nicht, andere eher schon. Und ja, Christoph, da, wir sparen auf den Norden. Jawohl, ja. Wir werden lang sparen müssen, Christoph, aber es tät mir taugen, ja. Ja. Nein, nicht der Norden, die Norden von Husqvarna. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich den Kopf schief halte. Fritzl Status, ja, keiner sagt das, aber schaut sich das Bild jetzt an. Ist jetzt ganz was anderes, oder? Furt das so ausgeschaut, wie wenn ich gleich hintere fliege. Der gute Fritzl hat schon einen Schiefhals, weißt du? Ja. Der Fritzl hat sich gewundert und sich gedacht, das das gibt's ja nicht. Die sitzen so schief und im Weinglasl ist der Wein aber Ein gerade. Grad, das ist komisch, gell? Ja, das ist ein Wahnsinn. Die haben eine Antigravitationsmaschine erfunden. Das hat der Wiener schon Da lange. steht der Wein so. Ja. Wir machen das mental geistig, das nennt sich Rausch. Das soll jeder, jo. So, Burschen, wir müssen was spielen. Ja, nicht nur Schmähfern. Ja, Patrick redet und redet und redet. Was? Aber das war eigentlich jetzt die Fritzl, also die Startgusstrophe für heute. Ich hoffe, hat euch wieder gefallen. Und wenn jemand was uns zukommen lassen will, irgendwelche Bilder, wo besonders in Buntheit daherkommt, der möge doch so knierwach sein und uns das schicken an folgende Adresse, hierher, büro@16erburm.at mit dem Hashtag Mut zur Farbe. Wobei der Hashtag Mut zur Farbe muss nicht draufstehen, aber ich habe mir gedacht, das klingt cool, wenn man heute sagt, Hashtag Mut zur Farbe. Muss nicht, wir sehen schon, was das ist ne, für ein Foto. Nicht? Franz Brandwein sieht keinen Unterschied. Das ist ein Wahnsinn. Hat der Franz Brandwein einen Brandwein getrunken? Ja. Franz, Hast du vielleicht im Dienst? Hast du Nein, mal Mittags geflattert? Ulrike, Husqvarna will das Tolles rausspringen mit dem 890er Motor. Ja. Na eben die ist sicher zu teuer, die ist mir sicher zu teuer. War nix. Ist das nicht das gleiche wie die KTM dann, oder? Nein, Norden ist dann eine Enduro-Maschine. Ah, okay. Also eher okay. sowas wie die Adventure. Adventures, ja, okay. Ja. Aber auch wieder Licht natürlich, nicht wahr? So, Weil Patrick, sonst gab es ja nicht. Ne? wenn wir jetzt nicht spielen, Nein, wir brauchen eine Beiwagenmaschine jetzt. dann hauen sie uns zurecht aus. Wir brauchen eine Beiwagenmaschine. Was heißt wir? Naja, wir zwei als Tourbus. Eine Das ist schon Beiwagenmaschine leibend, mit Anhänger. Ja, aber der muss regendicht sein wegen den Instrumenten. Ja, so richtig. Ein russischer Anhänger, eine russische Maschine, ein Ural, mit einem russischen abgeschweißten Anhänger hinten drauf. Das war Geschichte. Hätte schon was. Aber das ist auch nicht 25.000, ne? Den Anhänger. Ja, vielleicht kriegen wir ein Dings, ein Endorsement-Vertrag oder so. Nein. Der sagt von Haus aus schon nein. Ja, weil ich weiß. Weil Hat er schon gefragt? Ja. Überall verkaufen sie beworben Semen, Wartezeit ein halbes Jahr. Nee, schlecht, ganz schlecht. Und alles, was sie gut Schlechte verkauft, Karten für uns momentan. da kriegst du als kleiner Wiener Lidsender Schlechte Karten momentan. kein Endorsement vertragen. Du kriegst nicht einmal, nicht einmal eine brauchte Billiger. Nicht einmal eine brauchte Billiger. Nein, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen, fürchtig, ja. Schlecht. Jetzt zum Beispiel ein Wir Lied. spielen ein Konzert für Ural einmal, ne? Dafür kriegen wir eine. Ja, ich gebe dir die Nummer, ruf an. Red du mit einer. Ich kann schon penetrant sein. Red du mit einer.
Aber Gräbet muss er sein. In Gustav. Ja. Ja, wir sind heut Lichtendaler, trinken ein Glasl Wein, oder zwei oder drei, dann nicht Nasen gut zahlen. Ja, aber Gräbel, da muss er sein. So ein Gräbel kennt keine Mischung, das ist halt ein echter Wein. Bringt für Leib und Seele Erfrischung. Ja, Obergräbet, ja, Obergräbet muss es sein. Jeder Mensch wohnt auf der Erde, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist daheim, dort wo die Werbel wachsen da. Wo vom Haus ein grüner Buschenwind, wo man alte Wehrlieder singt, so aus da unten wo das jeden Neffe groß, so haben Tanz aus unserer lieben der Stadt. Wo der schwarze Kohle sitzt am Foss, wo das pure Gut trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, wo's heute nimmer mehr zum Ende ist. 50, 60, 50 Slinky. Mit einem Spurt haben wir kein Verein. Sicht mir. Ewig schon was soll das sein? Und beim Fernsehen schlafen wir ein, denn für uns gibt's nur ein Wein. Wo vorm Haus ein grüner Buschenwind, wo man alte Wehrlieder singt, so aus da unten wo das jedem Effe groß, so habe Tanz aus unserer lieben der Stadt. Wo der schwarze Kohle sitzt am Pfosten, wo man's ja sauft, so wie schon mal schon was. Dort wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, wo's heute nimmer mehr zum Winden ist. Sterbestrophe kann ich da, oder? Was denn? Ach, ich höre. Geht's einmal mit mir zu ihm? Da mach ich gleich mein Testament. Es muss kein Druck sein. Der hat's mir fassen nicht. Aber voll ist natürlich, ist ganz klar. Planlein muss voll sein. Wo vorm Haus ein grüner Buschenwind, wo man alte Wehrlieder singt, so aus da unten wo das jedem Neffe groß, so habe ganz aus unserer lieben Wehrer Stadt. Wo der schwarze Kohle sitzt am Foss, wo man sie aussauft, so wie schon mal schon aus, dort wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, wo's heute nimmer mehr zum Winden ist. Jawohl! Auch schon lange nicht gespielt. Schon lange Gleich gespielt. wieder, ja. Geh, wieder kann Echt man gefällt's auch sicher. Anhand der Reaktion. Aber der Christoph Acker hat noch ein bisschen geschickt. Der Christoph Acker. Der Christoph Acker hat mir Der das... freche Christoph Ja, Acker. ja, ja. Auch wenn ich heute nicht... Ja, der ist nicht dabei, aber pass auf. Ja, aber das haben Da wir. bin ich sehr gespannt. Auch wenn ich heute nicht dabei bin, bemühe ich mich. Ich suche mein Gleichgewicht, ich brauche es wieder. Jawohl. Jawohl. Freunde, das heu natürlich auch mit. Das heu natürlich auch mit auf dem Computer. Das kommt um. Der Christoph Acker, ne, da müssen wir spielen das Gleichgewicht. Jawohl. Reiß aus, Gleichgewicht. Reiß aus. Ich sing die erste, du die Bitte zweite. schön. Oder? Jawohl. Ja, Oh, bitte schön. super. Und da musst du mich eh. Da musst du mich eh Da was muss ich holen. wieder auf was arbeiten. Nein, aber das ist Ich geh gemütlich heim, wo steckt mir wer am Tag? Herrgott, na was hab ich geflucht, was am Sofa auf der Gossen sucht, ob der Lacke bläht, was suchen's auf der Wehr? Da hab ich diesem Grobian erklärt.
Jetzt gröle ich als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Fängt dann wieder an, die umeinander Grölereien. Mach die zweite auch gleich, oder? Zweite Klavier. Wird besser. Nein, das ist nicht schön. Die Leute glauben, ich lerne gehen. Ja, aber weil ich auf die Knie da rutscht und wie ein Baby die Granaten lutscht, da schreit der alte Mann, so laut als er nur kann. Jetzt ziehen die Leute schon Hund wie der Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gröle ich alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst hat's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Doppler gesagt. Doppler Wein. Fängt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Holotterie, Kuckuck, Holotterie, Kuckuck, ich bin schon wieder zu. er ist schon wieder zu. Und mir geht's gar nicht Und ein. ihm geht's gar nicht ein. So fett kann keiner sein. Holotterie, nun hab ich Schädelweh. Du bist mir das ganz wurscht. Es ist mir wurscht. Weite oben durch. Holotterie, Kuckuck, Holotterie, Kuckuck, ich bin schon wieder zu. er ist schon wieder zu. Das ist mein Lebenslang. Das ist ein Lebenslang. Drum trink ich noch eine drauf. Hab ich noch nachgesetzt. Ein echter Toni Dura. Hab ich nachgesetzt, dass 60 Jawohl. können noch ernsthafte Musik spielen. Jawohl, schau die Achtel von rein. Ich danke euch vielmals. Ich werde einen Mutz mit der Urfarbe einreichen. Mege, das magst. Jawohl. Mege, das ansonsten Achtel, Papier kriege ich gar. Landtagsstrom ist zerrissener, nicht? Ja, weil natürlich ein Bier trinkt gern. Marco Cinelli, Fritzl Status, Mama M, grüß dich Gott. Ihr mir hinkommen und sagt, so leiwand. Ja, danke dir schön. Markus bist du. Freut uns. Gleichgewicht, leiwand, Christopher Hol da. sofort den Wein. Bitte Hurenweih, ja, Hurenweih, weil das ist ja Wahnsinn. Sportliche Betätigung. Ja. In der Zwischenzeit kann ich einspülen jetzt das Bild vom Christoph Acker, der da beinhart, da schaut sie her, der sitzt da irgendwo in Reykjavik. Where is my fucking beer? Und haut sie da irgendwelche harten Getränke rein. Und deswegen, meine Lieben, ja, ich glaube, das ist wirklich wert. Aus Reykjavik geschickt und jetzt, da bitte haut eine Orgie an roten Achteln. Für den Christoph Acker, dass er noch eine schöne Zeit hat da in Island mit dem Motorrad und dann auch wieder gesund und gut und glücklich und zufrieden wieder heimkommt. Und dass er uns dann wieder ordentlich Wohlbehalten hier wieder ankommt, ordentlich wieder am Arsch gehauen im Chat, weil das geht uns dann schon an. Muss ich jetzt ehrlich sagen, Es fehlt er geht ein uns. bisschen fast. Er fehlt uns. Ja, ich will es nicht so dir. Erst ein was, gib mir ein Wasser, auch, weil zum Schluss, ja. Wasser, ja. schau, ich stell das da her. Zum Schluss Ja, kommt Lass die Hand gleich da, lass die Hand. Was ich da. Nimm's gleich wieder weg. Ah, der Ding ist warm, der Ding ist warm. Das ist die Viertel-Liter-Klasse. Das ist Ah ja, weil seid so heiß war. Euer Wasser auch. Schau die Achteln, da fällt schon eine. Da fahren die Achteln rein. Der Hof ist dabei. Servus, der Hof. Das taugt noch wieder voll. Du musst dich zusammenreißen, Patrick, ist ein Kiewerer. Du musst dich zusammenreißen. Naja, du musst aufpassen, weil bei dir. nicht so viel Kiewer in meinen Bekannten und Verwandten und Ja. überhaupt Freundeskreises ist. Ja. Das ist hart eigentlich. Das ist eigentlich hart. Aber trotzdem, wir lieben den Hof. Wir lieben den Hof Wir lieben dich. und Punkt. Muss man so sagen. Wir sind aber auch nie dienstlich da aneinander gekommen. Ja, ich überhaupt nie. Ehrlich, Fast nicht. nicht. Also meine Außer normale Straßenkontrollen, wo man
Ja, ja. Ich habe nie irgendwie, also dass ich was sagen könnte, eine negative Erfahrung habe ich persönlich nie gehabt. Na, negative Erfahrung habe ich schon gehabt, Mit einem Polizisten aber nicht so, dass ich sage, die Geber sind alle deppert. Nein. Das nicht. Ich habe schon Nein, negative Erfahrungen gehabt, aber nicht massiv Nein, oder so. nein. Aber ich zum Beispiel, was weiß ich, sowas wie, bin ich mal gefahren, war in Stammersdorf. Nicht angegurtet, schnell und noch irgendwas war, ich weiß nicht mehr was. Der Licht oder ich weiß es nicht, irgendwas war auf jeden Fall irgendwas. Aber Und, nüchtern. ja, nein, nüchtern. Und auch untertags. Nicht? Naja. Und ich mein, das, und da ist mir dann schon klar, wenn mir einer auffällt und dass ich jetzt da nicht rauskomme, ist mir schon klar, weil, fix, David, schnell war ich, gut bin ich auch nicht, also ich kann ich auch nicht genau. Weißt so in die Richtung. Und ich meine, dem kann ich nicht besser. Aber der war ein Leimer, ne? Der hat gesagt, was machen wir? Sag ich, naja, Inspektor, was ich mache, weiß ich schon, ist mir schon klar, aber es hängt halt stark davon ab, was jetzt sie vorhaben ist. Und naja, und dann war das eine recht gemütliche Geschichte, muss ich sagen. Du hast wahrscheinlich nicht anschnallen, ne? Ja, nein, er hat mir irgendeinen Betrag gesagt und ich habe gesagt, ich danke Ihnen vielmals, danke. Aber ich meine, da kann ich nicht besser, nicht? Das ist ja kein Ding. Was sagt der Hof? Grüß euch, gut schaut's aus, direkt entspannt, liebe Grüße. Der Hof. Danke. Ganz leibend, danke schön. Die Muss Maschine ich sofort. Ja. Christoph Acker. Nur kurz online für den Hut. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, Christoph. Danke dir. Danke für den Musikwunsch. Was für ein Musikwunsch? Was für ein Musikwunsch? Die Wanden haben wir gespielt. Nein. Ach so, die Wand. Nein, Gleichgewicht. ist das Gleichgewicht, ja. Ich Das habe hat der nicht Thomas schon lang. Ich hab nicht gewartet, weil ich meine, das hat mir irgendwie getaugt, wie du jetzt körperlich Jetzt nachdenkst. war ich schon fertig. Du bist der Einzige, den ich kenne, der wirklich körperlich nachdenkt. Das ist jetzt 6 in der Früh auf, das ist nicht leicht. Der Patrick ist keiner, der sagen wir so, der denkt nicht so nach, sondern der denkt so nach. Das stimmt, aber das mache ich aber oft, ja. Ja, körperlicher Gehe Denken. ich Holzhaken oder so, das zum Nachdenken. Und dann nach immer und bis auf was kommen. Nein, so, ja, hätte ich nachdenken sollen. Ja, stimmt, ja. Was, Christopher, da? Ich bin letztes Jahr einen Monat Rad gefahren. Achso, ja, weil es keinen Schein gehabt hast, ja. Aber der Polizist war eigentlich okay, ja. Ich meine, ich bin, wenn ich jetzt was mache, nicht? Und man erwischt mich und das ist halt so und es geht alles ja, ich kann mich nicht aufregen, dass der sich Haken macht. Nicht? Aber es gibt natürlich schon, also den unangenehmen Polizeikontakt habe ich eher gehabt, nicht jetzt beim Autofahren oder was, sondern eher es ist in Ottergring Lokale, zum Beispiel so im Landhaus oder sonst was, wo ein paar recht deppert, präpotent halt sich aufgeführt haben. Das war das Einzige, und die man in die Schranken weisen hat müssen. Ja. Eine Kleinigkeit bei einer Kontrolle in der Nacht, glaube ich, um 1:30 in der Früh beim Heimfahren nach Untertuinerbach. Normal ist so Verkehrskontrolle und Alkoholkontrolle, ich glaube, alles passt. Dann Bahnanträge, Autoapotheken, ich mache im Kofferraum auf und habe unsere gesamte Tonanlage drinnen. Und Bahnanträge und alles unten. Nicht? Der wollte mich ausräumen lassen. Und ist Gott sei Dank eine junge Kollegin gekommen und hat gesagt, nein, passt schon. Nicht jetzt gesehen im Zulassungsschein ein Leasing-Auto, das ist ein Jahr alt. Naja, nein, wäre ein Bahnanträge und eine Autoapotheken drinnen noch nicht. Das ist ja Gott sei Dank, Das dass war man bloß rausgegangen hinterlich, aber ist. Du hast sonst- rausgegangen, dass wir Platz ausbraucht für die Anlage. Ja, genau. Aber das. Also im Verkehr Der habe wollte ich. mich ausräumen lassen und dann ist die Kollegin gekommen und somit hat es wieder passt da. Also, es wird nachkommen, fahren Sie weiter. Im Gut, Verkehr. Ich freue mich schon auf einmal. Ich bin gefahren damals mit der Hornagelneichen Duke, mit der 690er Duke, die ich gehabt habe. Und war ein Planquadrat, die halten mich auf, dann schauen das Motorrad alles an. Und der eine Belz in Scheller hat gesagt, na was ist, sagt er hat noch nie einen Duke gesehen mit Originalauspuff. Sag ich, ja, das war doch Der gleich. Krapowitsch drauf. Nein, der Bruder, der hat es umgehabt, nicht? Der Bruder hat nicht gehabt. Das ist ja zu, ist ja alles von Ja, na ist schon, ja alles aber in der ist auch gesagt, ich habe noch nie einen Duke gesehen mit einem Originalauspuff. Ich bin mir vorgegangen, weißt du, wie ein Lulu. Nicht? So, ich bin der Einzige, der hat sich seine nicht umgebaut gleich. Ich habe noch das lange Heck gehabt. Nicht? Ein Ding, und ja, diese Original vom Bundle I. Das ist aber der. Was soll ich sagen? Die Hinlichen, ja genau. Nein, aber die Hinlichen kann man nicht spielen, da werden wir gesperrt. Ja. Super, Reise Christoph Acker, das taugt uns, Marco Cinelli. Ja, siehst du, da trifft euch zwischen Reykjavik Und Istanbul. und Ankara. Jetzt Ankara, Ankara sind es.
Also Anatolien, Nähe, in der genau, Nähe, in der Anatolien. Nähe von Ankara. Ostanatolien, ja. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall trotz so oder so ein rechter brader Weg nach Reykjavik. Der Wiener sagt ja, wenn ein Weg lang ist, ein brader Weg. Mhm. Nicht? Das ist halt so. Das hängt vielleicht mit unserem Weinkonsum zusammen. Glaubst Der Weg wird immer brader. du? Ja, schon, aber ja, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. 11 Grad bewölkt. Brader sagt Weg, er. ja. Ich bin vor über 20 Jahren mit der GPZ auf die Autobahn, ohne Autobahnpickel, ohne Zulassung, ohne Profil drauf. Wenn es mich da erwischt hätten, hätte ich heute noch keinen Deckel mehr. Ja, Franz, ich meine, solche ähnlichen Erlebnisse haben wir doch alle gehabt. Nicht? Also, wir reden jetzt nur von den Situationen, wo es uns erwischt haben. Patrick verbrennt Kalorien beim Raphael, Denken. du hast das vollkommen richtig erkannt, mein Lieber. Ich sag dir das. Aber Raphael, was willst du jetzt damit sagen? Dass ich Ja. nicht viel denke? Oder? Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, oder? Das ist ja echt so arg, gell? Raphael, habe ich da was zahlen müssen für die 14 Schöne Nummer. Beim Wein darf's nicht fad sein, beim Lied muss sie stark sein, sonst hast du die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein, tust das nicht, tust das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schon stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's dann davon. Beim Wein darf's nicht fad sein, beim Lied muss sie stark sein, sonst hast nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein, beim Busseln ein Dieb sein, tust das nicht, tust das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schon stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's dann davon. Professor Feriwunsch. Wunderschöne Nummer. Super. Mir persönlich gefällt es auch. Gelungen. Darum spielen wir es so gern. Gelungen. Wir spielen so oft, weil es uns so gut gefällt. Die roten Achtel von Das ist richtig, so, könnte man fast als Lounge-Musik bezeichnen. Ja. Swing-Musik. Ja, wobei Die waren nicht so wahrscheinlich Lounge-Musik top, ist halt Musik, die man sich nicht Eigentlich- anruft. Das Ne? ist eigentlich sowas, was der Karl dann immer später als Wiener Chanson bezeichnet. Genau, Wiener schon so, ja, Wiener stimmt. Chanson. Ja. Ein Weltrodern sagt der Rudi Korbis. Ja. Gefällt mir Absolut, auch gut, ja. Markus Bristonik. Ich danke dir vielmals. Werner Wichtig hat die Achtelleine, wo man eben Karl Duschel, Karin Albertine Bristonik. Super, ich danke euch vielmals. Maike, Bernd Roh,
ist auch dabei. Hat die Regeln auch noch dazu. Sicherheitshalber. Ich kann nicht schon. Und das war gerade könnte eigentlich aus jedem Bundesland ein Lied? Nein, Michael Unger sicher nicht. Sicher nicht, nein. Ich kann eigentlich aus gar keinem Bundesland. Also ja, ich meine, jetzt sowas wie die, wenn wir so das letzte Mal gespielt haben, nicht die Burgenländerinnen, ja, ich bin ein Steirer Bur, Tiroler Lied, wüsste ich jetzt keins. Haben wir Wiener Tirol, Ja, da ja, haben wir ja, jetzt das kann- ausnahmsweise nicht, aber sonst eigentlich nein. Kärntner Lied. Ich meine, ich kenne schon einige, aber ich weiß es nicht. Oberösterreich, nein. Zu dir, da zieht's mich hin. Nicht, Wo ich gehe und bin. Du, ich meine jetzt. Was? Was? Traurige Bube. Klaus, du verbrennst ohnehin genug Kalorien beim Spülen. Danke schön. Du hast die Kurven gerotzt. Raphael, nicht mehr, du hast die Kurven gerotzt. Wartet jetzt auf einmal erst. Na, Jawohl. schau. Der Hof, immer wieder ein Traum. Die Kalorien, die Kalorien. Die Kalorien, die Kalorien. Na, pass auf. Jetzt ist mir ein Lied eingefallen vorher im Spülen. Jetzt muss ich nachdenken, welches das war. Siehst du, mit wie wenig Körpereinsatz ich nachdenke? Bei mir. Ja, warte mal. Ja, das ist so wahr, das stimmt, ja. Jetzt ist mir das eingefallen. Was war das? Was war Auch ein denn das? Wiener Chanson vielleicht. Ich mir doch dann in C. Mach mal einen Schimmi. Von Rudolf Ja, Granecker. machen wir den. Das ist aber auf jeden Fall eine gute Idee. Rudolf Das Granecker. ist auf jeden Fall eine gute Idee. Vom Und was war das für ein Lied, das ärgert mich jetzt da? So ist mir doch gerade eingefallen gewesen. Rudolf Granecker. Kronecker. Ah, Granecker. Der heißt nicht Granecker. Der Rudolf Granecker. Ganz wichtig. Ein wichtiges was? Ganz wichtiges was? Das kann ich jetzt nicht demonstrieren. Ja, oh ja. Genau. Und das schaut sich aus, wird es am Schluss wieder kennen. Wiederkennen. Bei der Nummer fällt es nicht so auf, aber bei einer langsamen ist das. Reißen Sie an, Kollege. Aber wie geht denn der überhaupt? Da war da die S, oder? Ist das da die S? Ja, Okay. ich versuche mit dem Grundton, ob das in Ja. Grundton Ja, anfängt. ich Ja, such- fängt mit G an. ich Mit such gleich Grundton gar an. nichts. Geht schon, ja? Mach nochmal, im Grundton hast du schon gehabt. Ja, das. Na, wie kann man so blöd sein? Nicht, das weiß ich, frage ich oft. In Meidlingen ganz ein klein Häsel, es wird aus der goldenen Grenz. Ein heimliches alter Wiener Bäsel, da findet der Herz kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütlichen werden vom heutigen Tanz nix verstehen. Doch tut keiner Tanz wir jetzt lernen, urwienerisch und doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel, das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Da ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel, der ist, das ist kein Pflanz, aus alten Tanz. Lustig ist dort wie ein Kirton, man braucht dort kein Smoking, kein Frack. Krog und mit Vierter und braucht keine Stiefel aus Lack. Die Köchin, die Blade Diana, tanzt wienerisch fesch auf euer Hamur, du ja, mit Würstel und einem Gran. Und sind's noch das Gstanzl dazu. Beim Tier zum goldenen Kranzel, tanzen wir moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Da ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Der ist, das ist kein Pflanz, aus alten Tanz. Hab
wichtig. Schluss. Ganz wichtig. Ganz wichtig, die Achtel von einer, ich danke euch vielmals. Danke. Obwohl ich habe vergessen die Donut. Während dem Spülen, Das war- obwohl ich schon die Donut gespielt habe, eine halbe Stunde, also jetzt ja, ein halbes Lied lang, Nicht, ja. ist mir dann die Donut entfallen. Bei der zweiten Strophe, bei der ersten habe ich es gewusst, beim Refrain ist gut, bei der zweiten habe ich es vergessen. Das ist ein Wahnsinn. Patrick, du musst schauen. Den Moment, da einfach mal ruhig vor mich hin. Sofort den Zeigefinger erheben. Ich glaube auch. Warum? Weil Ein Superjet kam herein, natürlich. 20 Euro, der Hoff. Ich danke dir ganz herzlich. Jetzt habe ich zum Wasserglasl gegriffen. Jesus, nein. Entschuldige, das wollte ich nicht. Jesus, nein. Das wollte ich nicht. Danke dir herzlichst für deine großzügige, Danke sehr zum für deinen großzügigen Schmattes. Grazie mille, wie man so sagt, unter dem Pavlacisti. Ich danke dir schön. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz nur in Erinnerung rufend, für alle anderen, die auch sagen, Herr, pass auf, ich habe so viel Geld, das muss ich loswerden. Es hat keinen Sinn, mir kauft es keiner an. Meine Erben haben auch schon genug, sagen wir nicht so, es gibt ja sagen wir, so wie ich von meinen Eltern, nicht? Und was ich habe, sind mein Bruder. Nicht? Jetzt kann man sagen, nein, mein Bruder braucht das Geld nicht, weil der hat ja was gemacht aus sich. Ich hingegen bin Künstler. Der Bruder ist Kieberer. Ne? Gewesen, ja. Aber auf jeden Fall, der hat er was gemacht aus sich. Nicht? Und der andere auch, also beide Brüder. Aber ich bin ja Künstler, das heißt, ich habe ja auch was gemacht aus mir, aber es ist anders vergütet. Und darum, wie gesagt, das sind wir gar nicht besser. Haut es was rein in den virtuellen Hut. Es sind natürlich auch Kleinstmengen an finanziellen, pekuniären Möglichkeiten, aber lieber waren natürlich die großen Sachen, aber wir nehmen auch kleine. Zahngold nur nach voriger Absprache mit Ja, mir. gut, ich kann es nicht überweisen. Das geht eh nicht. Geht nicht über PayPal. Darum sage ich ja nach voriger Absprache. Ja, das war gescheit. Direkt vorbeizubringen. Das war gescheit. Also Zahngold, da reden wir uns zusammen. Aber ansonsten, ich danke euch vielmals, das müssen wir wieder ausblenden. Und ansonsten, wer nicht unseren Kanal abonniert hat, shame on you, sagt man im Englischen so. Keine Ahnung, was das heißt, aber irgendwas in die Richtung. Du zahlst damit. Und wirklich wahr? Shame on you? Ich weiß nicht von wem das war. Naja gut, so weit wollte ich es auch nicht führen. Aber Sondern ich wollte eigentlich die Herrschaft darauf hintrimmen, vielleicht abonniert ihr unseren Kanal. Das war ganz leibend, Kanal abonnieren und weiter sagen, dass es uns gibt. Das ist ganz leibend. Teilen, die Videos teilen. Teilt doch diese Videos immer wieder mal, das steht uns Wenn es euch gefällt, sehr teilt's da. es. Wäre uns auch sehr hilfreich. Danke vielmals. So, genug dieser Eigenwerbung, dieser Schnöden. Wobei, wenn wir schon dabei sind, mache ich gleich das nächste Bild auf. 6.8.2021. Wo sind wir da an diesem Freitag? Ein wichtiger Termin, unser Summer Open Air, wie ich immer Richtig. sage. Wie ich es immer Beim nenne. Ausblick Wien. Beim Ausblick Wien, Michael Höfler. Mehrfach schon Dauerwinzer-Tester. Ja. Da habe ich mittlerweile 3 Goldmedaillen beim Wiener Weinpreis gemacht. 3 Goldmedaillen. Und ihr findet natürlich die ganzen Informationen auch auf unserer Homepage. Und ich wollte euch nur daran erinnern. 6.8. beim Ausblick Wien, das ist da am Biesenberg, also in Stammersdorf, Strebersdorf eigentlich genau. Ist ja die andere Seite schon Richtung Strebersdorf, ja. Aber quasi, also so Stammersdorf, der Köllergassen auf und dann der hintere. Dort ist es und vielleicht habt ihr Zeit und Lust, dann meldet euch dort an. Und wenn wir jetzt noch schon dabei sind, dann hören wir aber gleich wieder auf damit. Große Werbung. Ich habe das jetzt mit der Wiki da eingeblendet, weil ich habe noch immer kein das Büdel. Ich glaube, du hast das schon Ich habe sogar ein Plakat gemacht, aber ich habe das habe ich noch nicht da eingespielt. Ne? Aber am 21. August im Skanarium in Bad Schönau, wer Lust und Freude hat und ein Herz dabei hat, bitte unbedingt kommt hin, kauft euch eine Karten, seid dabei. Ja, ein großartiges Konzert. Wird absolut leibend. Wunderbare Akustik dort in dem Saal. Habe ich mir sagen lassen. Ja, Ich nein. war selbst noch immer nicht einmal dort. Ja, ich war schon dort. Du warst dort. Und auch von allen anderen dort. Das ist ein absolut würdiges leibend. Platz dort. Absolut ja. leibend. Absolut, ja. Und ja, auch das natürlich wieder auf der Homepage zu finden. Ganz klar, aber das ist halt da nicht leibend mit der Wiki im Vordergrund. Das ist die Wiki von Marvihof übrigens. Wer das nicht wissen sollte, der kann dann gleich sich ein Bild davon machen. Marvihof, Wiki und der Manfred. Der Manfred ist ein bisschen kamerascheu, nicht, aber ist auch ein fescher Bursche eigentlich, nicht? Aber interessiert uns halt weniger als ein Maler. Muss man sagen. Nein, auf jeden Fall, das waren die 2 Vorausblicke. Haben wir sonst irgendwas ganz Wichtiges? Dann habe ich es jetzt schon gesagt, aber vorher haben wir eh nichts. Nicht? Nächste Woche Freitag, ja, wer Zeit und Ja, Lust Blues hat. and More Festival Blues and More Festival, ja. in Stadt Schleining. Stadt Schleining, ja. Und ansonsten ist nicht viel, weil es ist nicht viel.
Es ist Nein, tatsächlich ist so. wirklich nicht viel, ja. Letzten Sommer war nach dem Lockdown war eigentlich ziemlich die Hölle los. Also der Sommer war wirklich gut. Ja. Letztes Jahr. Heuer ist es eigentlich so schlecht, war Ja, das noch wie man nicht. sagt, ein bisschen mau. Kann man auch sagen. Kann man auch sagen. Das ist, ja. Weil echt, das ist echt ein Trauerspiel derzeit. Und es wird nicht besser werden, aber da habe ich die Sorge. Aber gut. Wie auch immer die Achtel von Natascha. Hallo ihr zwei, bin auch mal wieder dabei. Grüß Gott! Große Freude, Natascha. XXX. Sind die 3X, weil du Zugnummer hast oder weißt, also wegen der Leiberlgröße oder ist das, hast du noch was anderes? Natascha XXX. Auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Gefällt mir sehr. Jetzt pass auf, ich habe so viel Geld. Matthias Mariacher. Ist der Dr. Höfler auch bei den Olympischen Spielen in Japan dabei? Nein, ist er nicht. Wieso sollte er? Ja. Daniel Schlegel ist am 21. dabei. Da freuen wir uns nämlich auch schon. Nein, da ist der was dabei. Wir freuen uns auch schon total drauf. Marbihof, absolut leid. Und am, glaube ich, am 28. August, also jetzt sind wir in Enns. In Also, Enns, da Daniel sind wir Schlegel in schreibt ja, ja. Konzert in Enns nicht Konzert in- vergessen. Ich glaube am 28. oder? Kann das sein? Ja, Daniela schreibt das ein. Ich möchte jetzt nicht nachschauen. Also, das ist dann immer schwierig. Natascha, wegen anonym, alles klar, alles klar. Auf jeden Fall freue mich. Pass auf, ich trinke einen Schluck Wasser mal wieder. Vor Kamera. Ich trinke nur mehr Wasser. Also, ab jetzt, das ist. Mitsamt der Unterlage. So, pass auf, der Landtag hat sich gewünscht, die Mama, also den Schuss von der Mama. Schuss von der Mama, ja. Das kann ich natürlich noch immer nicht auswendig. Ich bin schleißig. Und muss ich tut die Noten, ich habe sie nicht angegriffen seither. Warte mal, oh, Erwe. Geht's Licht auch noch. Eine Ordnung hat er, muss man sagen. Also, da gibt es nichts. Ja, aber Das schaut sehr ordentlich aus. wo ist denn das jetzt? Aber darum findet man die Bücher nicht mehr. Nicht? Ja, die Bücher finde ich schon, aber. Aktuell steht auf dem Ordner, sehe ich. Ja, aber ob auch aktuell auch eingegraben ist, das ist immer die Frage. Es nebelt schon wieder ein bisschen. Gell? Ja, sicher nicht, das ist ganz klar. Na, da habe ich schon, auf der Schuss von der Mama. Oben auf. Oben auf von der Mappe. Oben auf. Da habe ich es reingerammt, weil ich es einmal rausgerammt habe. Dann Fänger mit den Kleinen, du hörst. Das ist Ja, das ist halt. Weil er schon 3 gute Medaillen hat. Ach so, ja. so. Ja. ja. Der Werner wichtig, beim Ausblick bin ich dabei. Das war Leiwand. Werner, Super. das ist Leiwand. Freue mich. Ja, das ist in Enns. In Enns. Die Daniela Ich muss Schlegel. eins dazu sagen, Ausblick findet nur statt, wenn trockenes Wetter Ja, ist. was da Wenn es Shit haben wir ein Pech einfach. Ist das, Ja. das ist wirklich nur Open Air. Dort. Das ist im Freien. Das ist im Freien, ja. Im Weingarten direkt, ja. Mit einem herrlichen Ausblick, wie der Name schon sagt, Ja. über Wien. Und natürlich herrlichen Wein. Und es ist dort mördisch. Also das letzte Konzert dort, da bin ich direkt gekommen vom Motorradtraining von Bachfurt. Gemeinsam mit Christoph. Mit Christoph Acker. Acker, ja. Und ich war saumiert, bis deppert. Ich war saumiert, bin da gestanden und dann. Ich habe schon alles aufgebaut gehabt. Hast du nur mehr spielen brauchen. Ja, genau. Ja. Klassiker. Aber das war so leibend und da haben wir lang gespielt. Ja. Da haben wir lang gespielt, weil Das Publikum war das so super. War geil. begeistert und begeisternd für uns auch. Und wie es so finster geworden ist, gell, und da, also schon langsam die Dämmerung gekommen ist und in Wien hinten sind die Lichter angegangen. Und das war also absolut, Als Stimmung. absolut leibend. Absolut leibend. Der Christoph Acker würde es jetzt voll bestätigen, wenn er zuschaut hätte. Zum Babbeln gibt es auch was, also zum Essen. Oh, das sowieso. Und wie gesagt, der Wein ist einmalig. Daniela Schlegel, 27.08. 27. Da können wir noch ein paar Mal Werbung machen. Am In Enns. 28. fahren wir dann nach Bad Ischl. Genau, da spielen wir in Bad Ischl. Aber privat. Privat, ja. Das haben wir bei einer privaten Salon. Sommerhauskonzert, ja. Das haben wir so, also bei einer privaten Gesellschaft, nicht, sozusagen. Und untergebracht sind wir bei jemandem für die Fußballer. Weißt du, ob ich das schon erwähnt, der Paul Latsch. Oh ja, so gesagt, wegen der Beim Friedel Fußball. Concilia. Ja, genau, bei Friedel Concilia geschlafen. Schlafen wir, ja. Ja, das ist ein Hitz. Das ist ein Hitz, ja. Und wie gesagt, vorher sind wir in Enns beim Stadtheurigen, ne? Platzhirsch oder so. Beim wie heißt der? Platzhirsch, ja. In Enns. Ulmer ist auch mit dabei. Weiß nicht, das heute habe ich noch nicht gesehen. Aber der teilt da immer von uns auf Facebook und so sind wir auch befreundet mit den Harald Ullmann. Ja. Ich schenke dir sofort noch. Bitte danke, ja, aber das ist da, du bist ja der Mundschenkel. Am 8. dann in Ischl mit Hoffen, mit Zwischenstopp in Steyr. Ja, wenn es sich ausgeht, schauen wir schon vorbei. Kommt drauf an, wie wir wegkommen. Ich weiß nicht, wann wir dort sein müssen. Ich glaube um 3 Nachmittag. Naja, So, dann wird es zwei nichts mehr dabei. ausgehen wahrscheinlich. Wird- Wie lange fährt man von Enns nach Ischl? 1 Stunde 20 oder so. Glaube ich. Ich habe schon nachgeschaut. Das schauen wir, das werden wir jetzt sehen. Also nicht ganz kurz. Das werden wir ja sehen. Und wir werden uns ja ausgiebig wahrscheinlich noch in Enns, schätze ich einmal, nach dem Konzert noch unterhalten können, weil es wird ja nicht gleich dann zugesperrt werden. Nicht?
Sag ich einmal. So, Patrick, jetzt reiß dich zusammen. Auf der probier's. Schoß von der Mama, ja? Auf Wunsch vom Landtalstromer. Habe ich nicht vergessen. Habe ich nicht vergessen. Das spielen wir jetzt da. Der Text von der Monika Kuri und ihr mir erlaubt, diesen Text zu vertonen. Ich muss stimmen. Es tut mir leid. Das ist Das furchtbar, klingt ja. so verstimmt. Das ist nicht schön. Das klingt wirklich. Naja, gut, der ist ja aber auch ordentlich verstimmt. Na, servus. Wo man doch. Es ist nicht so arg beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Naja, Ich habe noch Zeit, ein beim bisschen. dritten Mal, ich werde schon überstehen. Und jetzt dann nochmal angeschlagen, weil man gedacht, nein, ein ganz little will ich das gar nicht durchstehen. Weil das muss schon liegen, das muss schon liegen. Geh auf. Die Stimmen. Die alte schon. Jawohl. Reiß dich zusammen. Ja. So. So geht's jetzt endlich. Ich warte schon auf dich. Kopf an der Kant, Knie aufgeschunken und die Finger zwickt. Und aufgeschiefte Wunden. Ob Skiverletzung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama geht alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schule und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Scheiben oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist man röter Wurm, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Sorgen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama.
der Schuss. Da habe ich gesagt, da habt ihr es jetzt Achtel reingehauen und das taugt mir. Und Da das finde ich ist wirklich, Leibwand, ja. da bin ich jetzt auch wirklich von den Socken, wie man so schön sagt. Ich danke euch schön. Schaut aber so. Oh, weh, schau. Ah, die Achteln, es ist einfach schön. Habe ich gestern gestreamt auf dieser. Raphael, danke dir schön. Streamen ist die CD von einst. Eine Blume, eine Rose für alle Mamas. Gruß aus Linz. Harald von Munichtal. Gruß Retour natürlich, das ist gefällt mir. Jawohl, gefällt. Marco Cinelli. Mir taugt die türkische Musik, aber die Klänge aus der Heimat erzeugen bei uns Ganselhaut. Na, das ist ein schönes Kompliment. Danke dir vielmals. Danke dir. Das ist Leibwand, ja. Der Harald von Munichtal, seid ihr mal in Linz oder Umgebung? Ja, In aktuell Enns. nicht. Ja, in Enns sind wir. In Enns. Linz Umgebung, naja, derzeit sind wir überhaupt nirgends, weil ja keiner was veranstaltet. In Wahrheit, weil auch das sind wir in Enns und so weiter, das sind ja alles Sachen, die sind noch vom Vorjahr ausgemacht. Eigentlich hätten wir da letztes Jahr gespielt und dann, ja. Aber es traut sich jetzt keiner veranstalten. Also es gibt ganz wenig, es gibt ein paar Festivals und die sind halt auch, weil sie natürlich rennen müssen. Aber ja, so, es riecht aber gut. Und Raucht der Typ. nein, aber das ist. Nein, das macht ja nichts. Ist ja kein Vorwurf, nicht? Aber wenn der Sauerstoff einmal weg ist. Und der Sauerstoff Das verbraucht er nicht einmal einen Sauerstoff. Naja, aber das ist verdrängt wahrscheinlich. Weil irgendwas. Aber das Holz ist. Das liegt mit Holz länger als die anderen, was du gehabt hast bisher. Das Frucht, das Das ist Holz ja ist da alt, lang. das ist eins meiner Ja, ersten. das weiß ich nicht, aber das Holz lang. Es ist da Drachenblut, Sweet. Drachenblut. Vom Crazy Das kenne ich Flavor. noch, das kenne ich noch. Ja. Crazy Flavor, ja, ja. Drachenblut. Das ist, Na super. Nein, das war da bitte. Dampf weiter. Das ist kein Vorwurf gewesen, aber es ist mir die Luft auf einmal nein, es ist weit überhaupt da erinnern, es hält die Luft überhaupt, es ist nicht kein Durchzug. Ja, aber es es steht einfach. auf die Ziel, nicht? Es ist- Oben ist auch zu. Das ist ein Kellerfenster, ne? Das ist halt. Ein kleines. Was haben wir da? Jetzt gehen wir da weiter. Gänsehaut, Lied, sagt der Jota. Landtagsstromer Weltklasse. Super, danke. Ja, die Daniel Striegel weiß schon am 27.8. Am 27.8. Am 27.80. Das ist auch nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sauber sagt er nicht. Da gab es ein Most, keine Achtel. Das ist wurscht. Ruslanger Bötzungen, Karl Duschl. Richtig, und das spielen wir als Ja, mit dem vorher auch schon spielen, weil er Marbehof zuschaut, nicht? Und der Wicker natürlich das Lieblingslied. Die Ruslanger Bötzungen, Patrick hau rein, das passt so Lied. Mehr geht mit dem. Vier Vierteln und ein Backel Gin, das ist meine Ration. Durch Obstler, Wodka, Gin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vor nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Mit einer Ruheslunge, Pilzzunge, Schädel wieder zu. Mondweh und Husten und eine hähnliche Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, oh, es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtel Schlimmerwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtel Schlimmerwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Harzen, ist das der ärgste Joch? Ich komm darauf, ihr füllt es auf, behindert an einem Blutkreislauf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Mit einer Ruheslunge, Böszunge, Schädel wieder zu. Mondweh und Husten und eine hähnliche Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, oh, es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtel Schlierwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtel Schlierwitz. Rauchpaus. Achso, nein. Aber nicht. Haben wir nicht. Aber nicht. Habe ich oft Freizeit. Raphael mir sagt, Wiener Vorstadt Blues, das Album bevorzuge ich. Ja, das ist auch eigentlich unser erfolgreichstes Album gewesen, muss ich sagen.
Und das gibt es auch wirklich nicht mehr, es gibt es nur mehr zum Streamen oder zum Ja. Downloaden auf Amazon oder sowas. Aber nicht mehr als Album selber, also als CD, weil das teuer ist einfach. Das ist nicht im Eigenverlag gekommen, das ist über einen anderen Verlag, über ein anderes Label gemacht. Und die haben bei einem anderen Presswerk das machen lassen. Und das ist ja. sauteuer, wenn das noch macht. Ja. Du, das ist der Glasroller jetzt. Also, Ich glaube, wenn man das irgendwie ausgeht, müsste es, dass das irgendwie überhaupt einmal, habe ich gesagt, einen vernünftigen Preis annimmt, müsste es, glaube ich, 1000 Stück bestellen. minder 2000 eher wieder, 2000 Stück, was Oder wir so damals im irgendwas. ersten auch Ich habe bestellt gesagt, haben. was machen wir mit so vielen Platten? Von der haben wir auch 3.500 verkauft, ja. Ja, Die ist die ja für Stück uns gar nicht so schlecht. eigentlich nicht schlecht. Ne? Und da hätten wir, also würden wir noch verkaufen. Ja? Also verkauft, verschenkt, auch viel, klar. Nicht. Ich sehe das immer auch als Visitenkarte an, die CD eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, In der heutigen Zeit. Ne? In der heutigen Zeit, ja, genauso unnötig wie Visitenkarten. Nein, es ist, man hat das früher. Also ein Papier, das macht mir Ja. nicht schlecht, was da in die Hand. Ja, aber ich habe früher mal Karten, also in der Studentenzeit habe ich mal Karten drunter ist drauf gestanden, sie trinken mit Klaus Steurer. Weil das war oft nicht, weil man irgendwann, wenn man halt zusammengekommen ist und man hat was getrunken und dann ist man ins Reden gekommen, dann hat man Karten austauscht und ich habe dann nie gewusst, wer ist das, was war das? Und jetzt habe ich mir draufgeschrieben, sie trinken mit Klaus Steurer. Und dann haben die gewusst am nächsten Tag, das war der Klaus Steurer, mit dem habe ich was Konrad getrunken. hat eigentlich so eine Karte, aber der Seidel Konrad, der hat eigentlich was drauf. Ach so? Auf die Art. Also, Ja, ja. Nicht, auch sehr, sehr, sehr lustig. Aber pass auf, die Natascha sagt, ich hätte einen Liederwunsch. Ja. Und ich meine, den musst du nicht reinschreiben, den musst du reinschreiben, aber ich vermute. Welche Natascha ist das eigentlich? Was kenne ich die überhaupt? Ich sage nur unsere Anfänge. Ich sage nur unsere Anfänge. Und da haben wir Unterstützung gehabt von einem sehr jungen Mädel. Ja, ja, ich weiß schon. War sehr jung. War so jung, dass er nichts trinken hat dürfen. So jung war die. Die hat noch lange nichts trinken dürfen. Mittlerweile ist er schon Mama. Ja. Wir sind halt schon alt geworden auch. Muss man sagen, alt geworden. Bernd Roh sagt auf Kassette, Fragezeichen, haben wir original gar nichts, außer unsere ersten Aufnahmen, die wir daheim gemacht haben. Die waren auf Kassette. Und die habe ich dann in Patrick überspielt. Nur war das dann übers Mikrofon, was ich nicht gewusst habe. Also während ich dann das alles überspielt habe, wie lange dauert das? Eine halbe Stunde? Oder? So ungefähr wie das. Halbe Stunde. So drauf, ja. Und ich habe das überspült. Drauf gehabt, ja. Und in der Zwischenzeit habe ich halt, ich bin im Zimmer, nicht, habe was getrunken, habe was geraucht. Und Bemerkungen angegeben dazu. ja, Gott sei Dank habe ich nichts Schlimmes gesagt oder da oder sonst wie. Weil das Ganze ist mich nicht so überspült worden, sondern unabsichtlich übers Mikrofon vom Laptop. Ne? Also von der Soundanlage ins Mikrofon. Ich meine, der Ton ist dementsprechend schlecht, muss ich sagen. Und, Naja, weil der ursprüngliche Ton war nämlich gar nicht so schlecht. naja, ja, ich meine, natürlich, aber es ist halt, es ist wie es ist. Aber man hört halt dann dazwischen mein Feuerzeug oder wenn ich was ausgeschüttet habe. Da gibt es so Dromen. Auf jeden Fall machen wir jetzt Natascha. Also ich schätze mal, das was mit Brot zu tun hat, oder eine Ähnlichkeit mit Brot hat. Oder unter anderem mit, genau. Also ich sage Kann mich mal, erinnern. soweit ich weiß, Da war ich ein junger Bub von 17, 18 Ja. Jahren damals. ja, ich ein junger Bub von 19. 19, 20. Und die Natascha damals halt ein kleines Mädel. Was wird es gewesen sein damals? 7, 6? Wenn das nicht mehr in die Sieben? Schule Na gegangen ja. wäre, ursprünglich. Oh ja, ich glaube schon. 5, 6, 7, 8, Da warst du, irgendwas. da warst du gar nicht in der Schule. Und Natascha, da war, nein. Also das habe ich nicht gefragt. Jetzt Ja. bin ich in die Schule gegangen, das Nein, frage ich ja nicht. Ich frage ja ein Kind, jetzt gehst du in die Schule. Früh ist Man der fragt ja Kind. Dame nicht nach dem Alter, nicht? Oder einen Studenten nach dem Semester. Genauso Das wenig ist- fragst du ein Kind, gehst du in die Schule? Gib's nicht. Ui, wie warst du denn in der Schule? Das hab ich oft gefragt. Frag mich was anderes. Ja genau, willst du mir nicht ein Zeugnis zeigen, sag ich, sonst hätte ich es mit. Alter, habe ich mir gedacht natürlich. Nicht? Und gedacht, ja, auf jeden Fall haben wir es, und da haben wir so gespielt. Und da sind wir von Tisch zu Tisch noch gegangen. Das war also da wirklich in den Anfängen, also wir reden jetzt wirklich von 95, 1995, 96. Und da sind wir so von Tisch zu Tisch, beim Frühshoppen, ne, sind wir von Tisch zu Tisch gegangen. Und Freunde der Familie waren da, mitsamt Tochter und Enkel. Und das Enkel war diese gewisse Natascha XXX, wegen der Anonymität. Und ich glaube, ich war noch nicht in der Schule, schreibt es. Ja, aber ich erinnere mich. Das kann sein. Ja.
Aber sie glaubt es, ich weiß gar nicht. Na, wann bist du geboren? Na, da musst du nicht Nein, das schreibt nicht rein. Das schreibt nicht rein. Wir kennen uns. Ganz großartig. Ja, und da sind wir, und da haben wir jetzt so gespielt und sie ist halt mitgegangen. Nicht? So ein bisschen charmig war es, aber nicht wirklich scheinbar, nicht? Weil es halt mitgegangen ist. Und jetzt haben wir so gesessen am Tisch und sind gespielt und sie ist zwischen uns gestanden. Und sie hingestellt und hat geschaut. Und die Leute, denen hat das natürlich irgendwie getaugt. Und dann hat sie mitgesungen. Das Ringelspiel, was wir gespielt, das war so das Leiblied. Sozusagen. Genau. 1994, na, das kann aber nicht sein, Natascha. Wann waren die Frühschoppen? Dann waren die 98, schon 4 Jahre später. Du weißt nur, sie ist Ja, nicht aber in 4 Schule Jahre gegangen. war es nicht. 4 war es Sie nicht. ist nicht in Schule gegangen, 4, 5 Nein, Jahre. ja, 4, ja. 98 haben wir Frühschoppen, die Frühschoppen gespielt. Ja, bis eben 2000 nicht, haben wir darum noch sage ich. gespielt. Ja, stimmt. Ja. Wir haben dort lang Aber Frühschoppen. 95 ist ja nicht ausgegangen bei mir. Wir haben lange Frühschoppen gespielt. Ja, stimmt. Ja, mit der Jonschatz haben wir mal Frühschoppen noch gespielt. Bei Ja. 2000 mit der Jonschatz haben Ja. wir noch beim Warten noch gespielt. Ja, das stimmt schon. Also, Das stimmt schon. Ja. ja. Na, schaut aber so. Na, so gut, also jetzt das Leiblied. Heute müssen wir jetzt singen, du kannst ja schon singen, Natascha, aber halt daheim. Ne? Das kriegt halt keiner mit, dann jetzt von denen. Aber früher, dann ist er zwischen uns da gestanden, hat geschaut und hat gesungen. Und das spielen wir jetzt. Resaurabau. Dritten sein, nur hereingereist, der Jungs für groß und klein. Jeder Schimmel lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour kostet 20 Groschen nur. Eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringenspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorbewegt und trat sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. 3. Mai, 4. Mai, ja welcher Tag ist einerlei? Immer steht für deiner Tier irgendein Kassier. Ob es März, ob August, immer fort und zahlen muss, einmal Steuer, einmal Gas, immer gibt's etwas. Jeder druckt sie nacheinander, die Tierschnallen in die Hand. Schön ist so ein Ringelspiel, so alle, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorbewegt und trat sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. Der Herr Franz ganz diskret mit seinem Flirt in Bruder geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt er dran? Mit Gaudet und Mahö, da fahren die beiden Karussell. Plötzlich sagt sie, Franzl, schau, ist das nette Frau? Ja, sagt er, fix Lohn und Stern mit meinem Zimmer her. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorbewegt und trat sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. Jawohl! Habt ihr das gehört zum Schluss? Wichtig. Das ist wichtig, danke vielmals. Was man der Schön Stahlmeier runterholen. gesagt, das ist wichtig. Der Raphael ist gut. Kennt ihr 2 Chris Paterka? Hat vor 22 Jahren in der Gallen gespielt. Na, vor 22 Jahren. Habe ich gerade Patrick kennt noch. Chris Paterka, nein, sagt mir nichts, sagt mir nichts.
Natascha sagt Weltklasse, Dankeschön, na wir danken. Bitte gerne. Und die Achteln von eine. Leute, und die Achteln von eine. Das ist eine Freude. Das ist eine Ich glaube, Freude. ein bisschen mehr Dampf in der Sitzen. Yeah. Dass Frauen schwierig sind, was man und hast du bei einer kein Schmäh, dann kommst du auch niemals zum Ziel. Schau, du magst das so weh, dann fliegt jeder gleich auf dich und singen bloß ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Ja, aber mein Gewicht, ich hab den Rocket-Tempo, mit dem ich ja jede log. Bis zu mir nach Hause. Ich hab den Swing-Ding, mit dem ich jede bezwing. Ich hab den Racket-Knack, mit dem ich auch jede pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Ich gebe den Franken den Rot, weil er ihm notwendig hat. Schau, so magst bei die Frauen an Ries. Ich brauch dir nix erklären, du musst mir nur gut zuhören, dann merkst du gleich, wie lässig dass das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Yeah. Ich hab den rockenden Bock, mit dem ich ja jeden Rock. Dampflok, Diesellok, Elektrolok. Ich hab den Swing-Ding, mit dem ich jeder bezwingt. Ich hab den Racket-Knack, mit dem ich eine packe. Ich hab die Melodie im Knie, da wird mir nie eine hin, wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Blues im Fuß. Yeah. Yeah. Ja, das war ein tolles Lied, das haben wir schön gespielt. Geil. Die Achtel von einem Leon. Satschmugglos. Muss ich gleich husten. Das ist jetzt aber also, Franz Bartwein, großartig, sagt er. Danke, der Schiff. Die Achteln. jetzt kannst du husten. Das kann ich gar nicht. Die schönsten Momente erlebe ich nur mit euch, sagt der Fritzl-Stadtguss. Na geht, das ist aber leibend. Danke, der Schiff. Danke dir. Bäriger Sound. Stellen Sie im Klaus hat den Blues im Fuß. Jawohl. Den Swing im Ding. Roxenrolle, sagt der Oberninkhofer. Ja, Roxen. Jetzt muss man entspannen ein bisschen. Du, pass auf. Gute Idee, ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, eigentlich hätten wir schon zum Schluss kommen. Schon langsam kommen wir zum Schluss, ja. Ich muss noch eine Flasche mehr aufmachen, glaube ich, weil, nicht, weil die habe ich jetzt gleich austrunken und so gleich machen wir jetzt auch wieder den Schluss. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja schon.
Das ist, schau doch auf die Uhr. Na ja, weil man. Das ist 5 nach 10, passt. Was? Eine gute Zeit. Ja, davor heim erst, was er nicht taugt erst. In einer Viertelstunde noch geschickt gemütlich. Naja, in der Viertelstunde soll jetzt da bei dem Achtel zuzeln, ne? Sicher, da ist ja noch ein Schluck drin. Ist noch ein Schluck drin und das ist überhaupt der Da wirst du Leib. dir einteilen ein bisschen. Auf Klo muss ich auch. Das ist schon wieder was anderes. Heißt. Das steht da, ne? Schade um das gute Achtel. Heißt. Ich werde Durst gehabt, ne? Wasser Ich gekriegt. hab da Wasser auch trinken. Hat der Achtel weggehört. Patrick, unterhalt die Leute, Ich komm her. unterhalte die Leute gerne. Warte, geh du, siehst du das ohne Kabelprobleme? Da schenken wir jetzt wie die letzte Schluckerl schenken wir jetzt aber ein. Na bravo. So, da haben wir schon eingeschenkt einmal. Ja, steht eh da. Passt eh. Henriette, das ist eine gute Idee, das werden wir machen noch. Fly Me to the Moon, mit dem Wiener Text von Cole Hunter. Ja, flieg mit mir zum Mond, herrlich. Eine großartige Geschichte. Die haben wir aufgeschrieben, wenn da kommt, dass wir gleich wieder losstarten können mit einer gescheiten Musik. Was gibt es denn sonst noch Neues zum Erzählen? Ich habe mir gedacht, vielleicht die nächste Woche, also einen Termin habe ich vergessen. Genau. Da soll ich ihn Klaus erinnern dran. Ich glaube, wann ist das der Donnerstag im August, der erste wieder ist wieder Daschler im Gollenberger Dorf, natürlich auch noch vorher. Dann 13. genau da in Rössenkeller haben wir gehabt, 6. nicht zu vergessen, vorher noch. Unser großes Ausblick Open Air, eine klasse Geschichte. Aber ich glaube, ich muss wirklich noch einen Live in Glas holen. Ich hoffe, ihr habt alle was zum Trinken. Prost einmal. Darf ja nicht mehr so viel. Ja. Aber vielleicht bringen wir ein Glas einmal dazu, dass er das nächste Mal wieder auf der anderen Kontra Gitarre spielt. Ich hätte nämlich die auch wieder gerne mal hören. Und da muss man, glaube ich, in der Zwischenzeit sind schon 2 oder 3 Saaten gerissen. Naja, also, ist nicht so einfach. Klaus, nimm einen Wein mit! Also er kommt gar nicht, vielleicht nimmt er was zum Essen mit. Weil Hunger hätte ich auch schon wieder gerne. So ein Eis war gut. So, esst ihr eigentlich auch gerne Eis? Ich liebe ja Eis. Eis zu essen. Markus Pastor, der Klaus führt etwas im Schilde, meinst du? Franz, das gefällt mir. Der Rosé ist gar, sag, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Und wir haben leider nur eine Flasche von dem Rosé gehabt. Aber man muss ja nicht so viel trinken, oder? Gell, Klaus? Das ist ja nicht notwendig, oder? Also, da kommen eh schon die Kommentare gleich. Das ist Patrick waschen, nicht kratzen. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was man mitmacht als Quetscher. Das ist kein Kratzen, das ist eine Notwendigkeit. Eine schwierige Geschichte. Dank Alucards haben wir versucht. Ui. Dank Alucards haben wir versucht. Mixig. Interessant. Burgenland. Erich Mario Mixic. Mixic, jetzt habe ich es jetzt. Mixig. Grüner Veltliner aus dem Burgenland. Auf den bin ich aber auch gespannt jetzt. Ja, dann reden wir noch einmal auf. Darf ich das sofort anbotteln? Ich muss das typisch. Standesgemäß, wie es sich für den grünen Veltliner gehört, weißer Pfeffer und Grapefruit sorgen für eine Würze in der Nase, animierend und lebendig macht sich der Wein auf der Zunge. Das aus dem Burgenland. Ein Pfefferl, grüner Veltliner aus dem Burgenland. Ich bin über. Ich weiß nicht, ich hab noch immer im Ohr mit, na geht, brauchst nichts mehr, jetzt kannst du jetzt trinken, ich bin noch eingeschenkt, wir sind in 5 Minuten Okay, nochmal jetzt wollen Schluss. wir testen. Ja. Jetzt, ja. Ich öffne. Das Geifall sagt, ich beneidet uns ums Wetter, ja, aber da ist jetzt schwierig. Es hat aber noch nicht geringt, aber jetzt habe ich oben aufgemacht. Ich glaube, jetzt kommt falls aber man nichts mehr. Ja, jetzt kurzfristig vielleicht nicht, aber ich glaube schon, dass dann. Heute in der Nacht glaube ich schon noch. Mixic, grüner Veltliner, ich bin gespannt. Burgenland, Genau. grüner Veltliner mit Pfeffer. Danke Alucard. Dank Alucard haben wir den, der eigentlich nur Schallplatten herkommt. Leichte. Na, das ist der Dampf, was du siehst. Nein.
Der ist, glaube ich, nicht filtriert, sondern der ist nur angezogen. Das Kindes. Nur so. Riechen du da? Ein bisschen ein Hefegeruch auch. Riechen du da echt grüne Veltliner? Ja, na, sehr zum Wohl, ne? Zum Wohle. Alucard, danke dir. Darfst du einen Schluck trinken, ist kein Thema. Nein, ist ein anderer. Ist ja okay. Ist gut. Patrick, nicht lesen, rein ins Glas. Danke, Friedl Starkus. Also mit Pfeffer ist ein bisschen was anderes gemeint für mich, aber ist ein burgenländischer grüner Veltliner. Ja. Ja, ja, aber Ist gut. Mir Wird schmeckt aber der voll. wird nicht mein persönlicher Freund werden. Naja, es ist ein müder Wein. Der ist nicht schlecht. Es ist ein müder Wein. Ja, ja. Also es ist jetzt nicht so der Veltliner, was du sagst. Aber ich finde, also, da trinken kann ich schon. Also, Trinken kann ich auch, das ist nicht nichts, aber es ist nicht, also da sind wir die Weinviertler. Naja, es ist grünen was Veltliner anderes. lieber, Es ja. ist wirklich was anderes. Das ist wie zum Beispiel, aber mir schmeckt auch ein Blaufränkisch aus dem Weinviertel. Schmeckt auch nicht. Aber man Schmeckt muss mir an einen, nicht. an einen, an einen grünen Veltliner, der nicht aus dem Maiviertel ist, musst einfach mit einer anderen Offenheit rangehen. Nämlich eben, dass du nicht den grünen Veltliner, hoppala, erst jetzt gescheit, ja, grünen Veltliner erwartest. Aber Grapefruit hat er, ja, eindeutig. Ja, Nein, aber ich finde den sehr weißer gut. Pfeffer Vor allem, ich schmeckt- finde den wahnsinnig müde. merke ich gar nicht. Weißer Pfeffer merke ich gar nicht, ja. Den merke ich. Aber im Geruch mehr. Riech, der Kurstall. Also, es ist nicht abwertend, aber es ist so. Weißer Pfeffer ist Kurstall. Merkst du es? Das ist schon da. Aber mir taugt der sehr. Ich meine, ja, ich würde jetzt auch ehrlich gesagt als grüne Veltliner nicht so Ding, aber wenn du mir jetzt diese Offenheit hast, dann sagst du, ja, ich erwarte mir da jetzt keinen grünen Veltliner. Also wenn ich mir jetzt so einschenke, Ja, ja. ohne dass du weißt, was Ja, ja. ist, der noch mehr leibend sein. Aber mir taugt das sehr. Nein, mir taugt das sehr, Patrick, aber gib mir ein Wasser bitte. Ist gut, ja, ja. Weil ich kann ja nicht nur Wein trinken. Ne? Mein Dollarmoor ist ein Gar. Der Dollarmoor ist gar. Ich habe einen Metaxa wieder. Franz Brandwein, hau dich auf dein eigenes Moped. Also auf dein wieder neu aufbereitetes. Und vor vielleicht nicht mehr mit Feuer. Komm her, kriegst eine Flasche Metaxa. Angefangen. Ja, Marvin sagt nicht, wieso sollte denn Kuhstall abwertend sein? Vollkommen richtig, die Frage. Das ist eine absolute Schelte, die mir gebührt. Aber ich wollte nur, weil der Patrick gleich geschaut hat, nicht weil man sagt, das ist ein richtig Kuhstall, das weiß es nicht. Positiv gemeint gewesen. Der Harald von Munichtal meint Bergwerk. Nein, das können wir nicht spielen, da wird das Video Da gesperrt. sind wir uns die ganze Bablatschen gespielt. Ja, da sperren uns nicht der Fendrich oder halt was nicht, wer das Management oder wer die Rechte hat, das geht nicht. Wenn du der Fendrich-Lied spielst und schon überhaupt, wenn es eine Parodie ist, Paradies ist. dann wird das Video gesperrt. Also gelöscht. Und weißt du warum? Nein, das sagen wir nicht. So. Rodolfo hat sich Weber. Biesenberg gewünscht. Landtagsstürmer Markus springt in die Bresche für den Rodolfo Valentino Corbesto. Stiefel generell. Sein aus Elfenbein, im Herzen ein Bankrotteur. In der Manege der ausgeglühten Eitelkeit, so steht er vor mir. Und jetzt alle. Rodolfo Valentino, du Nostalgie der Nostalgie. Ja gut, das ist aber anders. Andere Heller, großartig. Der Alucard ist beim Gin Tonic. Sag ich da was. Gin Alucard, Tonic auch nicht schlecht, ja. wir haben am Wochenende am Samstag Gin Tonic getrunken. Der Oliver, sein Bruder und ich, warte vielleicht, ich zeige ihm nochmal her, dass wisst, wovon ich rede. Ja, was ich jetzt, oder? Uwe, wo bin denn das? Hallo? Hallo? Hat das eigentlich verdrungen, mein Bruder, das Tonic? Nein, Das Tonic nicht. nein, ist Tonic. Der redet immer zugeschwollen Ja. die Nasen und so. Da, dieser Mann und ich, also nicht, das war also so um die Zeit, ja, mittags halt. Nicht? Mittags haben wir gesagt, pass auf, jetzt geht's schon. War ja 11:30 was. Ich habe gesagt, 11:30, weil ich gesagt, das ist eigentlich schon Frühschoppenzeit, da haben wir einen Gin Tonic getrunken. Gar kein Bier nicht oder so? Nein, ein Gin Tonic. Ja, aber Leute, jetzt haben wir durchgezogen und, ich meine, jetzt kommt das wirklich Grausliche. Das wirklich Grausliche ist eigentlich das, wir haben 2 Flaschen Gin getrunken. Ich meine, das sind 2 Flaschen Schnaps, also jeweils 3-4 Liter, ne? Also 1,5 Liter Schnaps. 0,7, ein bisschen weniger. Gut. Aber
Wie viel weniger jetzt nochmal in Mengen ausgedrückt? Jeder 0,7 Liter Schnaps. Ja. Naja, quasi, ne? Na, die anderen mit der Hand und der Hannes haben. Nein, die sind nicht gefahren, alle. Die sind nicht gefahren. Und naja, die Mavi oft, die Vicky, die hat uns den letzten Gin-Resteln uns ausgesoffen, aber da stehen wir drüber. Wir haben ein Bier auch noch gehabt. Aber der Punkt ist der, wir waren nicht angesoffen. Also es war wirklich so, es war über den Tag verteilt und ich habe auch gut geschlafen und am nächsten Tag nichts gehabt. Sonst auch noch was getrunken? Naja, schon. Na, Wein und Bier und halt was noch. Nein, sonst- das sind 2 Flaschen Schnaps Sonst zweit ist quasi. eine Flasche Schnaps am Tag ist so wie wenn, nicht viel mehr, als wenn du 3 Botellen Wein trinkst. Und 3 Botellen Wein aus der Polter getrunken, nicht? Das ist schon passiert. Also, Ja, aber das ist, nein, aber von wow, Person. Flaschen Schnaps, also wie gesagt, Vor allem auf die lange Zeit auch. Es ist Ja, ja, nein, es ist Schnaps ja nicht so bis- wie ein Schnapsel, Nein, so der sich bis Schnaps so Mitternacht. eine hat, sondern ihr habt einen Gin Tonic Nein, getrunken, von Mittag bis Mitternacht und so. Ja. Ja, da geht eine Flasche Schnaps schon weg. Nicht? Also, Nein, ich war, da ein paar Liter Tonic dazu und geht schon nicht. Das ist aber ich war wirklich schockiert und gesagt, erst, wir sind jetzt 2 Flaschen Gin. Ich würde mir das nicht prallen oder was, sondern wir waren wirklich schockiert. Weil die Vicky hat gerade noch den letzten Gin gekriegt. Ah nein, wir haben eine 3. Flasche aufgemacht. Entschuldigung. schon langsam mache ich mir schon Sorgen. Aber die letzte Flasche Tonic hat es gekriegt. Aber nicht Gin, ja, aufgemacht, aber das waren, weiß ich nicht, da hat nicht viel gefällt. Aber 2 Flaschen Gin und da haben wir uns gedacht, bist du deppert, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich meine, das Wein und Bier, aber es war keiner angesoffen, sondern das war auf gemütlich und am nächsten Tag kein Schädel weg war. Ich mir gedacht, na servus. Also wenn ich das in einer kürzeren Zeit trinken müsste, na dann da geht Na gar gut, das nichts ist ja, mehr. das ist ja logisch. Nicht? Das ist ja Wahnsinn. Ja, die Mavi oft sagt, hui, der Gin Tonic war super, ne? Das glaube ich. Das glaube ich da, weil ich war der Babs gesehen. Hoffentlich habt ihr einen guten Gin gehabt. Bifetter. Habe ich noch gehabt. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, da mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Rehen dort beim Wachsen zu. Ich hab dort mein Heiligen Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen her. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lernt es mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tröpferl Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, da mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rehen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Heiligen Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen.
überzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg, das Fleckerl-Erz, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Ich sitze an. Weingarten unter am Baum, weil zwischen die Rebstöcke für ihn mit der Hand das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün. Dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien und über mir wärmt mich der Sonnenschein. Darunter sitz ich und trink mein Flascherl Wein. Die zwitschern so lieb durcheinander. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich, als war ich noch ein kleines Kind. So kann man auch heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Weinl berauscht, schau ich auf zum Mond. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Kriegeln, die Zirpen, ein Liedl mir von. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann hol ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes. Flascherl Wein. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfle mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirche ums Eck. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger, so still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Amor und viel Glücklich drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten, echten
schöner Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit und ich find dort Gemütlichkeit. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl, ein Medley. Ein 16er Medley kannst du sagen. Medley. Ein 16er Medley, definitiv. Ein Schlückchen Wein noch aus. Trink das Schlückchen noch aus. Trink doch das Schlückchen noch aus, schau die Achtel von eine. Echt gefällt's. Ui, die Achtel von eine. Florian B. spielt aber doch liebe Grüße aus Österreich. Servus. Grüß dich Gott, Flurl. Flurl, grüß dich Gott. Na schau. Zuwendungen. Grüß dich Gott. Buona notte tutti Pavlacci da Giorgio. Georg Scherer ist schlafen gegangen. Oder zumindest ist er ausgestiegen, wer weiß, vielleicht trat er noch irgendwo ein Spätschicht Eine drunter. kleine Runde noch, weißt du? Kann leicht sein. Eine Fluchtachtelrunde. Auf jeden Fall, falls du es noch siehst, Georg, vierte gut. Schlaf gut, danke dir. Raphael Illmeier, ihr seid einfach ein Wahnsinn. Eure Musik ist für mich Entspannung pur. Ja, das gefreut mich. Danke, der Chef, für dieses Kompliment. Das ist schön.
Und ich freue mich, dass es so ist. Der Alucard muss ins Bett. Einer muss ins Bett. Ja, aber du! Das tut weh. Vierte gut. Dankeschön, Alucard. Servus. Schön, dass du dabei warst. Danke für den Wein nochmal. Muss man auch, gell? Danke Sagen dir. wir. Die steirische Wiener Boss war er. Sie hast nicht mit heute, gell? Heute haben wir es nicht mit. Ja, weil wir ja da mit der Probe und so, so da haben viel wir unterwegs so- waren auch und ich hab gedacht, ja, Da muss ich mir noch eine Flasche aufmachen. Sagt der Harald von Nunichtal. Wahnsinn, im Auto. Ich meine, er hat sich verschrieben und hat zuerst aufgeschrieben, aufkochen. Weil geht es in Feierabend noch alles dann. Was? Landtagsstammer Markus? Wo ist der, wo hat er was geschrieben, der Landtagsstammer? Was würde ich ohne diese Montagabende machen? Der Fritzl Stadt gesagt, das ist die Frage. Der Montag wäre einfach nur für einen Fritzl, das musst du schon ausschreiben. Für einen Arsch, schreib's doch hin. Veranstaltungen gleich. Nein, aber das gefällt mir. Das gefällt mir. Es ehrt uns natürlich sehr, dass ihr uns da immer begleitet und dass wir euch begleiten dürfen bei dem Montag. Ich meine, sehr Wahnsinn. Die 79. Sendung, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. also die 79. Pavlatschen. Sendungen sind es fast doppelt so viel. Na, doppelt nicht. Na, so viel waren es nicht vorher. Über 100 haben wir sicher in Summe. In Summe könnte es sein, ja, in Summe könnte es sein, waren wir über 100. Aber die ersten, das waren ja zum Teil nicht ernstzunehmende Aus. Ich meine, am besten ist wirklich Nicht die einmal erste. ein Abklatsch Ja. war das. Also, Aber am besten ist wirklich die erste Sendung auf Facebook, die findest du dort noch. Also auf unserem Facebook, wie heißt das da, Facebook, nicht Kanalprofil, auch nicht, auf der Facebook-Seite. Facebook-Seite, ja. Auf der Facebook-Seite 16er Burm, dort findest du noch unter Videos, du musst halt ganz zurück scrollen, halt irgendwo in den Anfang dann, das von 2019, Februar 2019, 2019, das war ja. die erste. Und da hast du es, und da steigen wir ein in den Livestream. Und es sind 0 Zuschauer da. Wir spielen ein bisschen nicht. Und da sind 2 Sind Zuschauer. zwei Zuschauer Und mit Freien sind Haxen und ja, 2 Zuschauer. Und einer hat sich gleich so geschreckt, wahrscheinlich ist gleich wieder ausgestiegen, haben wir nur angehabt. Mehr. Aber das waren, ja, und 0, aber von 0, da haben wir gedacht, naja, jetzt ganz ohne Zuschauer ist auch blöd. Ne? Blöd. Und dann haben wir gesagt, wir gehen zurück auf. Wir machen das Aufs jetzt Profil, auf aufs Profil. Profil. Das Profil von dir, genau. Ja. Weil da schauen wir uns ein paar zu. Es war auch so. War auch so. Dann sind wir wieder zurückgegangen, sogar auf die. Ja, ja, aufs- dann aufs- war aufs es. Ding. Dann waren wir Da haben wir am Profil immer darauf hingewiesen, das Ganze ist aber eigentlich nicht am Profil, sondern bitte umsteigen und so. Das war großartig. Wahnsinn. Das haben wir ganz super gemacht und dann haben wir, was ist so 10, 15 Zuschauer und es hat uns total gefreut. Und wir haben da wirklich, na weißt du warum? Weil von den 10, 15 haben sicherlich, ich meine mindestens 5 haben irgendwas reingeschrieben, nicht? Und damit hast du nicht reagieren können und das war Gaudi. Also auf jeden Fall, wie auch immer, Marco Cinelli und Claudia gingen auch schon schlafen. Gute Nacht euch. morgen geht es auf den schwierigen Tag kennen. Ja. Bin schon gespannt auf die Berichte, auf die Fotos auf Facebook, Instagram, da seid ihr unter vertreten und da können wir euch ja immer begleiten bei eurer Reise. Jetzt gerade durch Anatolien sozusagen. Ich freue mich wahnsinnig schön, dass ihr dabei wart, aus der Ferne in die Heimat reingeschaut habt. Pfiat euch gut und ich würde vorschlagen, bitte, liebe Freunde, haut eine Orgie an roten Achteln für Marco Cinelli und die Claudia für ihre Reise auf dem Motorrad, auf den Motorrädern, sind ja beide miteinander unterwegs, da in den Orient sozusagen. Haut eine rotes Achtel, das taugt mir wahnsinnig. Ich war zu faul, ich war zu ängstlich, ich war halt, weiß ich nicht, wo so ist. Marco, prüfe immer den Untergrund, wo mein Motorrad hinstellt. Auch. Ja, das habe ich gestern auch gemacht. Ja. Klaus hat gestern ein Holzbrettel untergelegt. Das sehe ich jetzt selber. Naja, muss ich sagen, der Winzer, vom Don Riesinger, der Andi hat das ja sofort erkannt und gesagt, ja, erst brauchst du ein Bredel. Und ich gesagt, ja, Die hol da ein Bredel. gib ein Bredel. Naja, weil ich die Angst hatte, sollte es regnen, Ja. dann weicht sie dort relativ schnell der Untergrund auf und dann liegt mein Motorrad am Boden. Das kann ich überhaupt Geht nicht. gar Das nicht. geht nicht. Das geht nicht. Schau, da kommen schon die Achteln. Da, die Achteln kommen rein. Der Harald von Nunichtal ist leibend. Montag ist super. I don't like Mondays gilt nicht mehr. Super, taugt der schön. Leiband, danke. Zum 80er muss ich mir was Besonderes besorgen. Franz Brandwein. Ja, ich meine, schön, wenn du zum Sparen anfängst, aber da hast du schon eine Zeit hin. Ne? Wahnsinn. Ich freue mich auf den Tauschler, sagt der Rudi Korbis. Wird Leiband. Schau, da kommen die Achteln rein. Gute Reise. Marco sagt, ich hoffe. Was hast du jetzt gesagt in Marco Cinelli? Weil er gesagt, mach ich Patrick. Was hast du dann gesagt?
Er soll den Untergrund prüfen. Also das war das, ja. Die Maschine ist nicht... Man denkt oft auf sowas nicht. Man glaubt, das ist fest, aber es ist dann doch nicht Nein, so es ist fest. nicht fest. Das ist Schon liegt es auf der Tacken, die gute. Nicht? Man kennt das vor Rennen, so rechts vor den Straßen. Von der Tafel, also Von der Gefährlichen. Man denkt oft, es ist fest. Und schon liegt es aber auf der ist so Tacken, nicht immer die gute. Das ist nicht? das. Umdraht wird es, ja, wohl genau. Das Motto, umdraht wird es. Das ist... Jawohl. Gepavlatscht worden ist, sagt die Maggie Pemberton. Ja, naja, jetzt spielen wir natürlich noch ein Stück, das ist ganz klar. Ich hätte dann was zum Erben vielleicht. Was? Haben wir was zum Erben? Aber ja, schauen wir, wie es wieder geht. Ich habe jetzt schon die letzten Male versemmelt. Auch der Natascha sagen wir, für die gut, schlaf gut, danke schön, dass du dabei warst. Alles Liebe, gerade nicht gefreut. Ich geh gemütlich heim. Das haben wir schon Ich gehabt. sag mal was anderes Lied. Wie geht denn das? Also, ich glaube, ja, ich weiß schon. Ja. Ich glaub, mein Erbtante wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft oder lebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender Schuhe und ich kann's brauchen. Hab nichts zum Tschechern, nichts zum Rauchen. Ich lebe bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Als Kind hab ich Schon schon... müssen die Tante freundlich grüßen. Ich wollte da helfen. Also, Du hast so fragend geschaut. du hast was zurück und was erben. Was will man Soll sich? man sich's verderben, wenn's hasst, man kennt was erben. Und wie geht's dann weiter? Das weiß ich jetzt auch nicht. Das siehst Der du. bringt mich durcheinander. Ich sag ja mehr und dann steigt man nicht ein drauf. Ja, weil ich ausgestiegen bin, weil du mir gesagt Also hast. das bist so angeschaut, haben wir gedacht, Ich bin nicht da, ich hab dort hingeschaut. Ich glaub, mein Erbtante wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und die kann's brauchen. Wenn schon in Schuhe hab, nichts zum Tschechern, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft ist schon scharf auf die Marie. Es ist so Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante trinkt nicht, die Tante trinkt nicht. die hat kein Hammer, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! Die Katastrophe zu Ende, denn der Baby Muss ich echt sagen, das haben wir ganz bravourös gelöst. Jetzt kommt die nächste Zumutung. Mit der Ja, Baby hat ja. schon gesagt. Weil ich kein Gedanken gerade haben. Aber gerade gesagt. Ja, aber es ist ein Wahnsinn. Aber das haben wir, ich kann mich noch erinnern, das haben wir ein paar Mal gehabt, die Situation. Und du hast mir irgendwas eingesagt, das war aber meistens das Falsche. Weißt du, ich hab geschaut, ich habe am Hilferingen zu Patrick geschaut, ich weiß den Text nicht. Patrick hat nicht kurz überlegt, wisst ihr, wie er überlegt? Wie er nachdenkt. Ja, dann hat er halt irgendwas gesagt, weil ich dachte, besser sage ich irgendwas als gar nichts. War aber immer falsch. Das hat schon passt. Es war immer falsch. Sie lebt bescheiden. Es war immer, ja, jetzt, aber, aber ich habe jetzt hab ich auch gesungen, jetzt habe ich die auch nicht angeschaut, Hilferingen. Aber es war auf jeden Fall immer falsch und hat mich natürlich fast immer ausgebracht. Also man kann sagen, seit 26 Jahren hast du mich da wirklich erfolgreich jedes Mal ausgebracht, was mir helfen was du willst. Und dann später irgendwann hast du ein paar Lieder halt dann auch schon kennen, also vom Text her. Und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm gewesen. Aber trotzdem, ich versuche, aber ja, wenn ich Hilferinge hinschaue, meistens kriege ich immer nur seine Mimik, die mir sagen soll, lebt damit. Rudolf Korbes hat auch die Hochtel. Florian B. sagt Leidl und Geleal. 10 Minuten dabei und schon gut drauf. Jawohl. Jawohl. Der Fludel. Vom Heiberg, sag ich immer. Schafberg. Heiberg. Schafberg, ja. Der Fludel vom Schafberg. Ich weiß nicht warum, aber der Luis wollte den mal jetzt gern wünschen. Was? Ah, der Läusel. Läusel? Was, ja? Achso, ja. Machen wir noch zum Abschluss in Läusel. Ja, aber jetzt werden wir schon langsam zum Schluss kommen. Freunde, es ist halt einmal muss man sich ausschlafen, was man da gefressen hat den ganzen Tag.
ist ja so. Patrick, aber schenkt mir noch ein leeres Glas. Das ist halt, Das geht gar nicht. das geht nicht. Bitte, Das geht nicht. Ich gieße. Dankeschön, ja, ich will nicht zu viel. So, ja. Ich will nicht zu viel. Gerne. Ich danke dir vielmals. Also mit Läusel werden wir. Hast Geld, gehört dir die Welt. Sagt die Wildcat. In einem Zusammenhang, ich weiß jetzt im Zusammenhang nicht, aber natürlich ja. Na, die Erbtante Ah, die wahrscheinlich. Erbtante. Hast Geld, gehört dir die Welt. Ja, wobei du musst schon viel Geld haben, dass dir die Welt gehört. Ich will schon viel Geld haben. Ehrlich gesagt, ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass es jetzt kriegt. Ne? Weil nicht einmal Lotto gewinnen, weil da müssen die spielen. Weil wenn ich nicht Lotto spiele, also das haut wirklich die Chancen auf einen Lottogewinn extrem zurück. Und sonst, ganz ehrlich, mit Wiener Lied, sagen wir es ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Millionäre werden, mit Wiener Lied, Bitte, wenn mein Onkel macht eine Bankel, erbe ich New York. Ne? Habe ich geglaubt, aber er vererbt das nicht. Das ist ja, da wäre Karl das, Barker, ja, das ist, da wäre was nur Fotografie. ja, das, Ja. Na gut, wie auch immer, also wir haben jetzt ein Läusel rein, ein fröhliches Wienerlied und ja, dann werden wir uns verabschieden. Ich würde sagen, es ist an der Zeit. Vielleicht dann noch ein, zwei Schluckerl, vielleicht dann wirklich noch eine letzte Schlussnummer. ja. Aber dann ist wirklich aus. Dann muss auch der Fritzl und der Landtagstrom einmal ins Bett. Irgendwann muss es sein. Irgendwann ist es aus. Wird auch der Montag. Schau doch auf, der Nebel ist schon extrem. Ja, schon. Ja. Na klar. Die Die Leute glauben, es ist ein Weichzeichner. Das ist tatsächlich die Raumoptik. Nicht die Raumakustik, die Raumoptik macht das aus. So, na also das gehen wir jetzt auch. Der Läusel, eine Hommage an Ludwig Hirsch mit den Worten von Monika Kuri und der Musik dann tatsächlich von mir bis auf das Entlehnte vom Hirsch. Eine Hommage, könnte man fast sagen. Eine Hommage. Ja. Muss ich aufspielen, gell? Ja. Bam, bam, bam. Sing Gustav. Ja, jetzt habe ich sie wieder, ja. Neulich war ich eingeladen auf einer Feier, gemeinsam mit die Gruber und die Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht. Muss ich es unterbrechen oder Nein, zeigen? ich wollte nur Nein, zeigen. jetzt haben wir schon jetzt gehen wir unterbrechen. auch Wir kurz. unterbrechen auch gleich. Dankeschön, Michael Ammer, 15 Euro. Dankeschön. Was? Grüß euch, Burschen. Bin heute ein wenig spät, freue mich, euch noch im Chat erwischt zu haben und vielleicht geht sich noch eine Nummer aus. Aber ja, Eine spielen wir noch. das schafft man alles. Schafft. Danke dir vielmals, sehr zum Danke. Wohlprost. Ich dampfe für dich. Weil der Läusel-Stimmung Ist die mal ein Schluck? Weißt du? Ja. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, dann und schau. Kaum wurden die Hände und die Fleischl mal serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Dass der Läusel nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Und dann trinkt man noch ein paar Flaschen Schnapsal zu verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden auch schon die alten Lieder gesungen. Und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht so, macht Stuhlbauer.
Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusel noch dazu. So ist dann gegangen, bis in die späten Morgenstunden. Das hätte der Läusel auch sicher leibend gefunden. Aber das eine, das sag ich euch, dem Läusel seine war die schönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Der Läusel. Der Läusel. Das ist ein Wahnsinn. Ein wunderschönes Lied. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich arg. Ich sag, Michael Ahammer ist er dazu gestoßen und dann hat sie jetzt so richtig, wenn wir von der Erbtante gesungen haben, eine Diskussion hat sich da entfacht ums Geld. Manche fliegen von der Welt mit Geld. Harald von Monichtal, ja. Ist gerade aktuell, ja. Na, mitnehmen hat es noch keiner gehört. Geld ist nicht alles, weil essen kannst du es auch nicht. Und nicht trinken, Fritzl. Man kann es nicht trinken, das ist nicht besonders. Wer Geld hat, kann ins Theater fahren und wer keins hat, macht sich zu Hause noch ein. Mir soll er seins, mir soll er seins. Ob ihr Geld, Wer Geld hat, der kannst du. Michael Unger natürlich. Wer Geld hat, der frisst einen Schnepfen dagegen. Und wer keins hat, der lässt die Schnepfen weg. Mir soll er seins, mir soll er seins. So wie Ob er ihr Geld hat, oder oder keins. Ja, ja. Hängt von der Inflationsrate ab, die Millionen. Stimmt, Bernd Russ, so gesehen habe ich noch schon eine Chance, dass wir Millionäre werden können. Das könnte schon passieren. Könnte sie ausgehen, ja. Wenn die Inflationsrate wirklich anzeigt, das Geld ist bald nichts mehr wert, haut es aus für das, was euch freut. Meine Rede. Kommt schockiert, das Geld ist nichts mehr wert. Vielleicht sind's morgen schon Stier, dann geben sie es leider mir. Schockiert, das Munkelein ist da, Munkelein ist da. Oh, die Uschi ist gekommen, nicht? Ja. Ja, Der Dehoff stimmt. Geld alleine macht nicht glücklich, es muss einem schon noch gehören. Bravo Dehoff, das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage. Viel Geld verdirbt nur den Charakter. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich nicht. Das ist nicht grundsätzlich. Ich glaube, es ist halt, das hängt vom Charakter an, ob das Geld den Charakter zeigt oder nicht. Aber ich glaube, ein Charakter, der muss schon vorher verdorben sein. Bin ich wirklich der Überzeugung. Man hat halt Versuchungen, das wird schon sein, aber wenn du jetzt einen guten Charakter hast, wird das Geld jetzt nicht verderben. Es wird eher sein, was einfach einen guten, jetzt blöd so über den Kamm geschert. Wenn du so einen schlechten Charakter hast, wird es halt sich nicht so zeigen und was du Geld hast, dann sagt es. Das glaube ich eher. Das glaube ich auch eher, ja. Ja? Wenn du keinen Charakter hast, ist das mit Geld eh wurscht. Fresselstadt ist aber eine Idee. Man darf keinen Charakter haben. Dann ist das mit Geld wurscht. Ja, das ist gescheit. Siehst du, der Fritzl? Der Fritzl reißt dann Der oft hat aus. recht. Der reißt dann oft aus einer philosophischen Zwickmühle, wo man nicht recht weiß, was man tun soll. Und der Fritzl bringt es dann auf den Punkt. Das taugt mir. Das ist natürlich ein Hit. Danke, Fritzl. Muss man echt sagen. Dankeschön. Ja. Na gut. So wie das Wasser erwischt. Ich wollte einen Schluck Ui. Wein auf den Ui. Fritzl trinken, aber was die Spritzeglas, das ist halt mein Ding. Ne? Ja. Bitte Raffi CRC Bezos. Ist der schon wieder zurück? Oder war der war nur ein Sprung im All, ne? Der Jeff Bezos. Der war nur ein Sprung, oder länger. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man so ins Weltall fliegt und man sagt, erst, ich gebe mir das jetzt nur ein paar Stunden oder Ab wann zählt das Weltall? da fahre ich jetzt schon eine Zeit raus. Ja, Ne? ja. Sagen wir so, dass du wirklich 2, 3 Unterhosen einpackst oder was. Ne? Das weiß ich gar nicht jetzt. Was hätte Geld? Zack, den versteckten Hund. Ja, aber ich glaube auch, dass das eher so ist, dass das eher was zum Vorschein bringt, was von Grund auf schon da ist. Ja, ja. Nicht jeder, der Mercedes fährt,
sich redlich von der Arbeit nähert. Ja, das stimmt auch. Karl Duschel. Gut, wie viele Leute an Mercedes fahren, die, wenn man die Mercedes anschaut, sind die schon mehr Pedes als Cedes. So mancher. Hat 10 Minuten, bitte, leider ist er wieder zurückgekommen. Ups. Na Herr Schier red's da. 10 Minuten war dem alt, das war alles. Ja, gut. Aber ehrlich gesagt, das schau ich lieber, also wenn du jetzt einmal einen gepflegten Rausch zusammenbringst. Patrick, den geht's mit, ne? Ob mein Gedankenexperiment stimmt. Ja. Wenn du jetzt einen gepflegten Rausch dir anziehst, ne? Sagen wir so, Ding, und der dauert ja länger als 10 Minuten. Also sagen wir, jetzt hast du ein richtig gepflegtes Rauschel, ein Spitzel, ein Schweigerl, ein Schwül, und bist ja auch quasi nicht auf der Welt mitunter. Bist vielleicht nicht im Weltall an sich, sondern halt in einer anderen Dimension, aber länger als 10 Minuten und das kostet, sagen wir, ja, 2-3 Doppler. Nicht? Im billigsten Fall ja. Im billigsten Fall sind das Ja, 12 so. Euro, was du ausgibst. Nicht? 12 Euro. Der wird mit 12 Millionen nicht auskommen sein. Nein. Dann ist er 10 Minuten im Weltall. Stell dir vor, 10 Minuten schwerelos. Jetzt stell dir vor, jetzt fliege ich ins Weltall, bin 10 Minuten schwerelos, denke mir, bist deppert, so schön könnte es sein. Und zack, habe ich wieder mein ganzes Gewicht dabei. Mit Anschlag. Komm runter, steige aus, denke mir, Alter. Nein, Gleiche Gewicht wie vorher. Noch 10 Minuten alt. Das tut 10 Minuten ins All. Also wenn es Nein. Geld kein Thema. Nein, mache ich das nicht. Nicht. Nein. Warum? Nur der Aufwand, gell? Der Aufwand ist mir schon zu, Ja. da bin ich zu bequem. Das Ja. ist einfach. Was auch wenn es Geld hat, ja. Der Aufwand. Nein. Und ich meine, wobei sicher, geil ist es schon, sicher. Was da oben, was einmal die Erdkugel siehst. Aber das traurige Spiel ist halt das. Du siehst an die Erdkugel, denkst du, Wahnsinn, der blaue Planet. Wahnsinn. Ist das nicht geil? Ist das nicht leiwand? Unglaublich. Da hätten sich unglaubliche Gefühle breit machen. Dann kommst du wieder runter, siehst die gleichen Volltrottel wie vorher. Landst den Cape Cagran, ne? Ja. Nein, es ist ein Wahnsinn. Also, hartes Experiment. Ein hartes Gedankenexperiment, aber wir werden nicht damit alt werden. Viel Geld, sagt den Hund. Ja. Landst den Schwächert beim nach Hause weg, fährst an der Raffinerie vorbei. Ja, Mit blauem Planet ist schon alles vorbei wieder. ja. Aber ich meine weniger wegen dem, sondern weil man einfach dann denkt, und dann siehst du wieder manche Leute und denkst dann, nein, es ist eigentlich, jetzt weiß ich wieder, warum ich weg wollte. Verstehst Arsch. Das ist so klar, wo ist mir schon Arsch gegangen. du? Ja. Ja, einen gepflegten Rausch. Gepflegten Rausch hat keiner von den Militäre. Ich glaube schon. Also ich glaube, die meisten wissen dann schon, wie man sich einen umbindet. Das glaube ich schon. Also wir haben jetzt nicht viel mit Leuten zu tun gehabt, die wahnsinnig viel Geld haben, aber schon ein bisschen. Und die haben alle gewusst, was tun. Also Ja. wie man jetzt sagen kann. Also das hätte ich schon gesagt. Was hätte man mit der Kohle Gutes tun können? Du hast recht, Fritzl Status. Der Galduschel. 10 Minuten 16, Buben, ist mir lieber als 10 Minuten schwerelos. Das war leibend. Dr. Schikal. Das ist ein Kompliment. Aber ja. Da bin aber, ich lieber schwerelos wie eine Daunenfeder. ja, aber Ich könnte mich buckert lachen, wenn ich wo zubläder. Nicht von Felix Lee. Ja, aber ja, so ist er wirklich. Ja. aber ja. Man sieht die Erdkugel und denkt sich, da unten arbeiten sie für meine Firma. Na, Rudi Korbes, ja Wahnsinn. Ja. Halt, so oder so, ich trinke jetzt dieses Glas aus und mit diesem Glas, mit diesem Schluck, Wird uns werden wir uns eine jetzt Ehre verabschieden. sein, Ja, da werden wir uns jetzt verabschieden. Ich sage Dankeschön herzlichst, dass ihr dabei wart. Danke. Patrick, euch. du hast jetzt noch die lange Danke, Heimfahrt. Ja, 3/4 Stunde. Ja, aber danke schön für deinen Einsatz. Ja, bitte. Und ja, wir sind am Freitag dann wieder, spielen wir sind wir den ganzen Tag wieder unterwegs. Da Das Schleining und dann nächsten Tag spielen wir. der Soundcheck ist ja schon um 16 Uhr. Um 16 Uhr sind und spielen aber um 7:30 oder was. So, ja, nicht, oder 6:30, ne? Das ist ein Wahnsinn. Da sind wir den ganzen Tag dort. Also, und sind dann schon müde, wenn wir anfangen zu spielen. Wahrscheinlich. Sag ich mal Das so. ist ziemlich sicher. Aber das dauert genau 3 Sekunden, wenn du auf die Bühne gehst und bist wieder. Ding. Ah. Ja. Na, das passt, das haut hin. Nächster Montag
wie gehabt. Bitte, wie gesagt, haut was rein in einen virtuellen Hut. Wenn es euch gefallen hat. Das teilen und liken und wie das alles heißt. Und wir verabschieden uns jetzt mit was für einem Lied, Patrick? Was machen wir jetzt zum Abschluss? Kann nur eine Nummer sein, oder? Er wird. Auf Vorschlag, Das oder? machen wir. Das machen wir. Danke vielmals. Viert euch gut und Servus und Auch Prost. bekannt als das Taschlerlied. Nein, Ah nein, ich rede am Blödsinn. es ist wirklich, wenn du Nein, noch saufst, du das- bist manchmal. Wenn ich nichts trinke, ist es eine Katastrophe. Das ist so ein Blödsinn. Entschuldigung, das ist der einzige Mensch, den ich kenne, für den ich mich bei manchen fremden Leuten entschuldige, weil er nüchtern ist. Entschuldige, bitte um Verzeihung. Ich rauche. Wer weiß, was da drin ist. Ja, wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute getrunken, haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Es ist ein gewarnt worden bei manchen Lied. Heute haben wir ein paar Stunden gesungen, viel, doch gegen Ende wird's langsam still. Und das ist der Text komplett entgangen. Er wird der Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich bei meinem letzten Viertelsitz denk ich an meine blöden Witz, die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Heute haben wir ein paar Stunden gesungen, viel, doch gegen End wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Meine Lieben, danke vielmals. Bis zum Dankeschön. nächsten Mal, eure 16er Buben. Viert euch gut, Baba.